wollte schon immer mal wissen, wie lange dass man das tun kann. Ich wollte es eigentlich, keine Ahnung, irgendwie wollte ich durchziehen, aber irgendwie. Ich wollte es eigentlich, keine Ahnung, irgendwie. Noch einmal sagt sie jetzt zu mir, dass mit mir was nicht stimmt. Ja. So. Noch ein einziges Mal sagt zu mir irgendjemand, dass mit mir was nicht stimmt, Alter. Ganz sauber hat sie es nicht, meine ich. Sehr schön. Team überall, grüß dich daheim. Lebenszeit, Pavitäre, Biergeist, fucking guten Stream, Hashtag Depf, Hashtag Gustl, Edelschlaf, lass das schmecken. Rest vom nicht ganz normalen Sauhaufen. Hey! Jetzt, Bierger, Mittag und Mittag gemacht. Zero Depf, mir kann scheiß so nicht hören. Grütze in Allfeier nochmal. Hast du noch was anziehen müssen oder was? Wer sagt denn, dass ich was hab? Hier abwärts. Wer sagt das? Wer sagt das? Mit dir stimmt mehr nicht, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Nein. Ich habe mir da einen Chatverlauf von gerade mal 90 Sekunden. Da ist belegt, schwarz auf weiß, dass nicht ich das Problem bin. So, passt. Schauen wir aus. Gut oder was? Dass wir mir nicht ganz sauer sein, ja, aber bei dir färbt das ab von uns. Nein. No Pants, Pferdl. Wer daheim Hosen hat, hat sowieso verloren. Für was man sich den ganzen Tag mit dem Bademantel umeinander rennt. Es sind immer die anderen, ja, natürlich. Alle behindert außer Mama. Fertig. Skulls und Leisten! Mehr als für 22 Monate. Oh, drückt Like-Button. Wo? Ab in den Dschungel. Ja, was auch Gott. Nächste Bestätigung. DINODONO. T-Rex Sauropode 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 T-Rex. Wenn mir vor 10 Jahren jemand erzählt hätte, hey, in 10 Jahren, da bist du erstens einmal fast 40 und dann sitzt du da vor deinem PC, vor einer Kamera und dann haben da Minimum 500 Leute, wahrscheinlich mehr, keine Ahnung. Und du verdienst 6 Euro, währenddessen der Chinesenstabel zwischen deinen Nasen und Maul einzwickst. So. Das ist sogar, glaube ich, für jeden Beteiligten, der live dabei ist, schwierig zu erklären. Tommy Just Mercy. So, ist gut jetzt. Was ist da wieder? Eckart! Die Russen kommen! Da war ich Eckart! Welcome to the Squad, mir jetzt wieder Mitgliedschaft. So. So, was der heute? Ist der Scheiße, ich hab seinen Namen vergessen. Der Depf-Counter. Ist der Depf-Counter anwesend? Das ist die einzig vertrauenswürdige Quelle, wenn es um Green Hell geht. Manuela schreibt die Handynummer noch einer, warum nicht? Habe dritt ihr Bademantel Explorer. Was für Bademantel Explorer? Der einzige Bademantel Explorer bin ich. Ja, make Bademantel great again. Jeder sollte damit einmal anlaufen. Heilige Mann! Welcome to the Squad. Merci für deine Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber der Holy Mother, wenn ihr mitmacht. Kriegt einen Bratzler. Geht der Depf-Counter eigentlich schon? Ich weiß nicht, ich hab nichts da damit. Ich glaube, er geht ja aller Fassaden vor mir wieder. Kein Mensch weiß warum. Ich glaube bloß, dass der mit inklusive Animation, glaube ich, geht nicht. Alles so wurscht. Ja, wurscht, ich brauche sowieso keinen. Sterben wir nicht mehr. Das ist für eine Behindertenfrage eigentlich. Der Depf-Counter hat sich sogar vorbereitet. Da ist er, ich sehe ihn. Jawohl! Kriegen wir mit das halt fertig? Weiß ich nicht. Wir haben ja klar, also ich hab mir ein Ding angeschaut, ein Walkthrough, no commentary und wie es immer mache, ich scroll langsam 4, bis ich zur zweiten Ayahuasca-Geschichte gekommen bin und dann habe ich Pause gedrückt und haben wir genau bei der Hälfte. Muss ich ganz ehrlich sagen, das könnte theoretisch, wenn wir in dem Pacing bleiben, könnte heute tatsächlich schon fertig werden.
Aber am Freitag wären wir schon fertig. Freitag haben wir Zeit, theoretisch bis 1000, das werden wir dann schon kriegen. Wenn wir Hard Rush B Blät machen, schaffen wir es heute bis zum Finale locker easy. Dann da ich sogar vorschlagen, wir machen heute wir machen ganz normal heute, also nicht Vollgas durchrushen, keine Ahnung, weil am Freitag spielen wir ja auch noch. Dann spielen wir es am Freitag fertig und am Freitag, wenn wir dann, was weiß ich nie, relativ früh fertig sind, dann lade ich noch 3 Mates ein ins Spiel. Ich habe übrigens meine Steam-Friendlist geklärt. Falls sich irgendjemand wundert, oder falls irgendjemand vor seine Spätzchen in cool merken wollte, wahrscheinlich bin ich in meiner Friendlist ab. Nein, hast nicht. Nein, hast nicht. Helft nicht. Ich habe über 440 Leute aus meiner Friendlist ausgeschmissen, von denen ich noch nie was in meinem Leben gehört habe. Ich sag's, es tut mir irgendwo leid, irgendwo aber auch nicht. Circa 1,4 Millionen Kilometer. Was? Die weiteste Runde war von Reit im Winkel nach Dänemark. Ich habe Wolfgang. Herr Gerwin, muss ja du mir sagen, Herr Gerwin! Ich habe so circa 1,4 Millionen Kilometer. Bist du mit deinem LKW gefahren? Das ist insane. Ich fahre im Monat im Schnitt ungefähr 1,4 Kilometer. Die weiteste Runde war von Reit im Winkel nach Dänemark. Ich weiß nicht mehr, wo Reit im Winkel ist. Und bei Dänemark müsste ich mich, glaube ich, auch strenger, weil das sind da oben die 3 Würstel. Finnland, Schweden, Dänemark, dass ich Dänemark triff. Da ich schwedische Vorfahren habe, darum halt auch der Name Birger, die schauen sich jetzt gerade in Grund und Boden, aber gut, sehen wir. Erdkunde setzen 6. Reit im Winkel ist right im Winkel. Spreng ich Ruhe. Herr Gerwin, danke dir. Ich hoffe, du hast eine gemütliche Position in deinem LKW eingenommen und es wird. Du hast leider nicht dazu geschrieben, wo du gerade stehst. Aber ich tippe auf Nürnberg. Es ist 8 von 10 Mal ist Nürnberg. Dänemark ist nicht da. Finnland, Schweden und Norwegen verflixt. Oh, stimmt, ja, haben wir schon soweit. Dänemark grenzt nördlich an Deutschland. Ja, scheiße. Sind gar nicht die 3 Zipfen. Haben wir schon soweit. Sagst du das? Interessiert mich aber auch ein Scheißdreck. Warte mal schnell. Im nächsten Bewerbungsgespräch, das ich jemals in meinem Leben führe. Ja, Herr Birger, bitte zeigen Sie mir auf der Karte Dänemark. Ja, da. Nein, stimmt nicht, du bist raus. Finnland, Schweden, Dänemark. You sure about that? Nein, bin ich nicht. Aber ihr habt offensichtlich alles Erdkunde-Professoren und es ist wirklich gut für euch, dass ihr das wisst. Dann habt ihr jetzt kurz 2 Minuten einen Erfolgsmoment so. Ich weiß, wo Dänemark ist, der Birger nicht. Jetzt kannst du einen Schleidern drauf oder es ist mir einfach scheißegal. So viel dazu. Wenn ein Hirte seine Schafe schlägt, ist er dann ein Mähdrescher. Oh, leg mir wurscht. Der kam aus dem Nichts, Alter. Herr Cross. Puh. Das war einer der besten seit keine Ahnung wann. Wenn ein Hirte seine Schaf... Ist egal, wer Schaf schluckt. Ist er dann ein Mähdrescher... Alter, halt doch dein Mal. Der ist fucking genius. Der ist gut. Cross made my day. Made my day. Birger, Level minus 800 bei GeoGuessr. Komisch, wenn wir GeoGuessr gespielt haben, war ich Erster, wenn ich mich richtig erinnert. Unter 100 von euch. Aber das macht ja nichts. Ich bin ein Mähdrescher. Ich dresch's mir! Spämer. Ihr hat so behindert. Herr Schmidt! Mir ist wieder im 5er. Kuss auf die Nuss. Und haben wir da noch. Weiß ich, mir ist für 4 Monate. Habe ich dir auf einen guten Stream. Ich hoffe doch. Mr. Jones, mir ist für 40 Monate. So, 40 Monate auf 40 weiter. Mach weiter so. Und ich bleib, wie es bist, alter Hundling. Ich habe nicht vorher. Halt, stopp! Hier bleibt alles, wie es ist! Ja, wozu gibt's Google Maps, Alter? Des Anno-Zeiten via ma dat ln und fett mit u geschrieben hot. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das Wort Dutteln existiert eigentlich nicht so in meinem Wortschatz. Da hat es immer schon viel bessere Wörter gegeben. Dutteln ist so... Das einzig wahre bayerische Wort für das ist eigentlich Gaudi-Nockerl. Das ist ein besseres wird nie wieder. Gaudi-Nockerl heißt einfach, keine Ahnung, da hast du alles. Gaudi, Nockerl, was möchtest du denn? Okolonzen. Okolonzen ist halt so random.
Millibahn. Entschuldigung, ich habe das 12. Lebensjahr abgeschlossen. Wie spielen wir jetzt? So, ist der Tippcounter ready? Also ich brauche keinen. Ich meine den im Chat. Und das ist sehr Arschloch. Wenn der März jetzt Teilzeit streicht, ist dann offiziell Vollzeit-Depp? Wenn der März jetzt Teilzeit streicht, ist dann offiziell Vollzeit-Depp. Wer? Er? Hast du da ein Er vergessen oder? Weiß ich nicht, das ist schon von Haus aus? War das nicht 5 Minuten nachdem er gewählt worden ist? Um Gottes Willen. Fleischbalkon ist auch nicht schlecht, aber Gaudi-Nuckerl ist einfach zeitlos. Du kannst, egal, jede Person auf diesem Planeten, die der bayerischen Mundart mächtig ist und das erste Mal, egal in welchem Alter, das Wort Gaudi-Nuckerl hört in Verbindung mit Busen, lacht. Ausnahmslos. Und wenn nicht, dann bist du so humorbehindert, dass du eigentlich lebendige Obdrüm kehrst. So! Einführung drückt man das mir aber nicht. Weiter in der Geschichte, meine Damen und Herren. Alerts sind jetzt aus. Vielen herzlichen Dank. Sapsi, danke, Marke, merci wieder in 10er. Ogmanik, merci für 38 Monate. Du bist ja schon viel länger dabei wie 38 Monate. Versteh ich nicht. Jones, merci, der Weißel, merci, Herr Gerwin, merci, ich hoffe, euch geht's gut, Herr Karl, merci, Holy Mother, merci und der Leon Christi, merci, habe dritt Alter, habe dritt zurück. So, Schluss jetzt mit der Geldscheißerei! Aber Busen ist schon auch ein gutes Wort. Ja, weil Busen so Standard ist! Was ist das? Ja, Busen! Da gibt's nicht Zeit zu wenden! Wird ja nicht langweilig! So, hier sind wir nun! Da haben wir stehen bleiben. Wo müssen wir hin? Wo haben wir ihn überhaupt? So, jetzt schauen wir mal. Wo haben wir da eigentlich mehr? Warte mal, haben wir da durch, dann den langen Raum? Wir stehen jetzt quasi da irgendwo, gell? Was mir auch kenne ich mich schon noch aus. Unser Futter ist gut. Wir haben in 37, 27. 37. 27, ja sicher, genau da drin stehen wir. Nein, nicht ganz, warte mal. Da stehen wir. Echt nur 2, die mit Map daherkommen? Ihr lasst's noch. So. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Jetzt gehen wir erst einmal da oben. Wie spät ist es gewesen? 3:30 oder irgend sowas, gell? Wie viele Pfeile haben wir noch? Ah ja, da schauen wir gut aus. Da können wir noch sauber umeinander schießen. Zum Fressen haben wir. Hey, wir haben auch gestopft bis unter den Hut. Da brauchen wir uns gar nichts mehr scheißen. Okay, mal. Ja, war nicht First Try, aber fast. Wie viel graben denn da umeinander? Ich glaube, das sind Capybaras. Schau hin, was wir haben! Oder hab ich verschoben? Ist das normal? I don't know. Sammeln. Ich sammel mal. Gut, nur einen Krokodok. Dann sammel dich ein, du. Den sammel ich ein! Haben wir wahrscheinlich wieder Stirnsvoll Dreck. 1000 Knochen. Schwarzer Kaimanfleisch. Neuer Dialog. Mir ist vielleicht ein Kaiman begegnet. Okay, Mia. I have something to tell you. Vielleicht? But don't freak out, okay? Why would I freak out? I might have come across the Cayman. What? Jake, estás bien? ¿Te he hecho daño? I told you not to freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm fine. And what about the Cayman? Natürlich, Sirius und Blüte weg. Ich habe ihn getötet! Killed it. Sonst? How am I supposed to stay calm coconut. when you are charging at Caymans? Coconut. But I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. That's true, but I killed the Cayman by myself. You're not letting this go, huh? Oh, bitte Kamera verschieben, stimmt da was. Congratulations. You are the king of the jungle. Kann ich das mitnehmen, ohne dass wir zu fett This is sind? exactly what I Leider wanted to nicht. hear. Verschiebe Over and gleich. out. Chills. Bitte chillen.
Kleiner Blätterhaufen, braucht auch keine Sau nicht, oder? Das liegt auch überall umeinander, wenn du mich fragst. Kokosnussschalen können wir eigentlich schon brauchen. Ja, friss einfach, ist wurscht. Friss einfach, ist eh wurscht. Kokonat legen wir aus, wenn's duscht. So, warum ist da eigentlich stockfinster? Weiß ich nicht. So, Kamera verrutschen, bin schon fort. Was? Das schaut gut aus. So, wir haben ein Sternsverträge, jetzt waschen wir uns einmal schnell. Und dann muss mir der Depth-Counter selbst sagen, wo wir hin müssen. Du, die Kämmerhilfe! Halt nicht! Kennst du das Wort mit 2T? Spacken! Das war öfter fast der Dangaroo geworden. Ein Nix da, der kriegt einen Headshot und alles. Weißt du mir nicht verzeihen? Weißt du mir nicht verzeihen? Auf die Entfernung ist ein wenig, weißt du schon, da kann man schon mal zwei Mal daneben schießen, aber ist ja nicht weit gekommen, der Kaiman. Wie viele Kaimane gibt's denn da so im Schnitt? Haben da alle 5 Meter welche, weil in der Finster habe ich keinen Bock. Dass du irgend so ein Spacken miteinander. So, Herr Tippcounter! Links oder rechts? Laufen wir links rum ums war okay. Ich wollte bloß links, rechts wissen, dann bin ich zufrieden. Aber dass ich da den Bogen raus tue, da kannst du mal Gift drauf nehmen. So, jetzt bin ich gespannt, was da für Mistviecher noch umeinander rennen. Den Kaiman habt's mir ja wieder gespoilert, weil du das Maul nicht halten kennst! Wieso ich den Stecker mitgenommen hab, weiß ich nicht, was das ist. Nee, müssen wir nicht sinnlos umbringen. Jetzt müssen wir einen kleinen Stock mit, damit nichts passiert. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Stock am Arsch, tu den großen Stock weg, damit wir wieder gehen können. Wir haben gestopft bis und hin. Und die scheiß Kaimane werden ja bloß im Wasser umeinander hocken, oder? Nicht da irgendwo mittendrin umeinander gucken. Aber am Wasser entlang hast du gesagt, gell? Wasser wo? Ich hör's, aber ich seh's nicht. Geh trotzdem einfach mal da weiter. Da, Itzi-Pitzi Spider, habt ihr schon, ja. Mein Auge wurde geschult. Herr Wulfric, wenn ein Friedhof umzieht und Sachen der Toten verschwinden, ist es dann Second-Hand-Ware? Oh. Was ist jetzt? Was haben wir jetzt wieder da? Herr Wulfric, merci dir, aber da muss mehr gehen. Na. So nicht. So, nach was sucht man mir eigentlich? Wo haben wir mir? Da waren wir. Jetzt pass mir auf, da gehen wir jetzt ganz hinter. Ja, genau, diese Ayahuasca-Expedition. Ich brauche Antworten. Dank dem Ayahuasca sind einige Erinnerungen zurückgekehrt, aber ich verstehe sie nicht. Habe ich ein Buch geschrieben? Wurde Mia krank? Sind wir deswegen hier? Warum hat mir Mia nichts gesagt? Okay. Aber so eine richtige Anweisung haben wir nicht gekriegt, gell? Dass das unser Problem so ein bisschen wird, das ist schon halb Simmi. Wir müssen uns fast ein Bett bauen. Da müssen wir uns fast ein Bettal bauen. Sollen wir uns da mal irgendwo ein Bett herziehen? Es ist stockfinster da herin! Ich seh einen Scheißdreck! Warum putzen wir uns alle 5 Sekunden? Verstehe ich nicht. Ich seh einen Scheißdreck. Gibt's da irgendwo... In die Höhle rein oder nicht? In die Höhle rein oder nicht? Ich meine, da komme ich nie wieder raus, wenn ich da jetzt reinspringe. Weil Ameisenhaufen. Oh, ja, stimmt, hatten wir schon, gell? Wieso holst du einen Pfeil in der Hand ohne Bon? Das stimmt nicht, das ist nur so finster. Depth-Counter sagt nicht weiter, gut, dann gehen wir da nicht in die Höhle hinein. Ich sag das jetzt allerdings auch, wie es ist. Ich glaube, wir müssen uns da ein Bett herbauen. Das wird uns nichts helfen, aber da haben wir einen Haufen Dinge, jetzt pass auf. Müssen wir uns ein Bett bauen? Bett bauen! Bett ist ja gleich zusammengezimmert, bloß werde ich mir nie merken können, wo das drin ist. Oh, ja, das ist zu viel. Wo ist der Betty? Betty, haben wir da? Betty, nein, da. Wo war das Bett? Bin ich besoffen? Da ist. Ja, Holzbett. Wie die Holzscheidel und sonst irgendwas. Wo ist denn das Bladelbett? Wir suchen nach innen. Lauf dem Fluss nach. Ich lauf dem Fluss nach. Ich lauf dem Fluss nach. Da haben Leuchtschwammerl. Ich tue lieber meinen Bogen aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da alles voller Krokodil ist. Krokodil. Wir haben auch noch so viel Ausdauer. Können wir schon ein bisschen umeinander wuseln, so ist es nicht. Da vorne ist irgendwas im Wasser, man sieht es nicht so schlecht. Baummenü lesen! So wie aus wie nicht gelernt. Ich gehe mit dem Bums da noch. Auf alle Fälle haben da gefühlt 25 mal so viele Viecher wie in dem anderen abgeschnittenen Teil. Geh ich oben oder geh ich unten? Ich gehe mal unten. Ich gehe unten. Ich werde schon nicht gleich weiter runtergehen. Da ist ein Brückerl. Nach was sucht man? Nach einer Insel. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Wahrheit entspricht, aber ich gehe jetzt dem Fluss einfach mal nach. Ich kann dir leider nicht helfen diesmal. Ich bin ganz schlimm nach dem zweiten Zaubertrank beim Baumhaus bauen hängen geblieben. Ja, passiert. Passiert! Was sollst du machen? Jetzt legen wir mal ein bisschen einen Sprint hin.
Warum nicht? Hey, ich gebe mir Mühe. Für Freitag denke ich mir ganz viele neue auf und hoffe, dass sogar gute dabei sind. Ja, das musst du wissen. Das ist deine freie Entscheidung. Ich sehe das, ich darf meinen Monitor einmal putzen, das ist auch nicht ganz unwichtig, sage ich dir, was ist. Gehen wir da jetzt ganz gemütlich weiter, vielleicht gehen wir die Nacht sogar durchmachen. Ja, weiß nicht, was haben wir zum Essen? Haben wir da noch... Energizer Fungi! Energizer Fungi, der ist ja bloß wieder hier, wenn wir den aufheben. Kannst vielleicht noch eine Fackel machen, ja, aber die müsste jetzt anzünden und ich bin zu faul. Wie weit kann denn der Fluss sein? Das ist voll das kleine Gebiet eigentlich. Sprint jetzt durch wie der Chef selber, oder ich? Da, hier, Energizer Fungi. Haben wir gefunden. Laufe ich da vielleicht schon wieder an irgendeinem POE vorbei? Ich weiß es nicht. Oder gehen wir jetzt einfach mal... Da gerade was gegangen, der Krebs. Energizer Fungi! Direkt gewachsen auf dem Radonstein. Ich bin so von meinem eigenen Spray geistig behindert worden. Dass ich an nichts anderes mehr denke. So, das ist wieder ziemlich offene Fläche. Oh, da hinten hängt was. Da hinten hängt was! Kein Mann! Kein Mann, Sepp! Ich war nicht ich. Du kriegst einen Headshot. Du kassierst einen Headshot. Ich sag's, was ist. Passiert, wenn ich durchschwimme? Kann ich überhaupt schwimmen? Rechts vom Wasserfall umsehen. Es ist übrigens, der Dev-Counter hat offiziell die Erlaubnis, so direkt zu spoilern, wir wollen mal die Story durchbringen. Und ich mag jetzt dann nicht mehr 8 Jahre lang in dem Dschungel umeinander irren. So, rechts vom Wasserfall. Ist das der Wasserfall? Jetzt ist die Frage, aus welcher Sicht das rechts ist. Ich hätte jetzt gesagt, in der Richtung rechts. Oder schwimmen riskieren. Oh. I see. Okay, also ich suche da nicht was Bestimmtes, sondern ich suche diese Brücke da drüben. Okay. Ich hab's gemeint, der helle Stor da war der Krokodilmann. Stimmt. Ist dann da drin alles vorher Krokodil oder was? Bist gleich dort. Ich seh die Brücke da schon. Ich war jetzt da drüber gegangen. Ja, da kann man dann wieder nicht aufspringen, sehe ich das richtig. Haben die Cayman-Seppen da unter Wasser oder was ist mit denen? Oder wieder gefressen da drin? Wissen wir ja das eigentlich ja schon. Wieder, was kann man eigentlich mit dem da tun? Kann man da nicht Gift auf die... Neuer Dialog. Was? Dann ganz viel Kokonuts und Betten. Warte mal. Was ist das da? Bananenblatt. Tasche. Dose. Gib Dose. Das wir auch gleich machen, da es gerade pisst. Ich denke, dass dies unser Nachtlager werden wird. Schauen wir mal rundherum. Neuer Dialog. Ich habe ein Lager gefunden. Camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? A danger Just doesn't noodle! make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Schau, jetzt machen wir unsere Feier. Ja, wir haben ja alles dabei. Was ist jetzt da wieder los? Jones! Birger, was ist denn ein guter Name für einen Hund ohne Beine? Gar keiner, weil er nicht kommt, wenn's dem rufst. Halt jetzt dein Maul, Kruzifix. Merci dir, Schluss jetzt mit der Rumdonetterei. Früher Jaguar, dann Puma und jetzt Lacoste. Der steigt auf bei... Das ist eine sehr schöne Kombination und zeigt mir, du hast aufpasst. Da freue ich mich nicht. Da freue ich mich nicht nur, das ist hervorragend. Ja? Mr. Maexites, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber 25 € sind sauber zu viel. Sauber zu viel, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Schluss jetzt mit der Rumdonetterei.
Müssen wir mit machen. Da kochen wir uns jetzt ein wenig was. Da schau her. So, dann müssen wir ein wenig hier Handbohrer, da ist alles Handbohrer. Feuerbrett, 10 Zahnenschund. 10 Mal Zahnenschund. Da hier, Fleischi da. Ich glaube, dass wir mal so eine Dosen, glaube ich, können wir auch mal, wobei müssen wir, was kommt denn da vorbei? Hallo! So, da haben wir noch Platz auf dem Grill. Kaiman-Eidechse. Kann ich die direkt auffüllen? Nein, kann ich nicht. Was kriege ich da? Sammeln. Das hier haben wir noch gar nicht erschossen. Was habe ich jetzt gekriegt? Ein bisschen was zum Essen. Das essen wir morgen dann. Das wird dann schon. Was haben wir da noch? Keks, den haben wir einen Snack, den wir gleich direkt essen, weil es mir wurscht ist. Haben wir noch da Wasser drin? Nicht mehr viel, gell? Dort einmal so. Haben wir jetzt aufgefüllt, 56. Sauber, wieso haben denn da überall 2 Wattens drin? Das verstehe ich. Wie, ich tue jetzt da unsauberes Wasser rein, dann kriege ich aber einen Vogel, das ist da schon gut. So, der ist fast voll, den können wir brauchen. Da ist alles Salat, das ist alles gut. Wie schaut unser Fleisch hier aus? Das ist auch bald dabei. Haben diese Riesenknochen aus der kleinen Eidechsen rausgefallen? Ja, das macht Sinn. Das ist gekocht, das fressen wir direkt. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Feuer lassen wir da. Da liegen noch Schmerzmittel. Was ist das da? Ah, eine Angel! Kein Platz mehr im Rucksack. Das wird wahrscheinlich da irgendwo her, oder? Die Knochenmesser brauchen wir eigentlich nicht. Damit kann ich es dann nehmen. Nein. Wo muss ich denn das Ding platzieren hier? Weißt du was, die geschissene Fackel haben wir... Ja, warte mal. Was haben wir letztes Mal schon ausprobiert? Geht, die verbrennt nicht, währenddessen sie in meinem Rucksack ist. Ich hab's aber da dann auch nicht dabei. Sondern die verbrennt nur, solange ich es in der Hand halt. Ja gut. 0:49 Uhr, wir müssen ins Bett, Kinder. Wir müssen ins Bett. Tasche, Nüffe, welche Nüffe? Ah, Schmerzmittel ist gut. Da haben wir ein Taschenbuch, das lesen wir noch kurz und dann haben wir uns aufs Ohr, Trockenfleisch. Nimm alles mit, was wir mitnehmen können, haben wir keinen Platz mehr. Schokoriegel, der passt schon noch rein irgendwo. So, Tagebuch. Oh Gott, das lesen wir morgen, weil sonst haut uns wieder um mittendrin. So, ist da irgendwo ein Bett? Da ist ein Blätterbett. Speichern kann man auch. Wunderbar. So, dann schlafen wir mal. Haben wir uns mal aufs Ohr. Immer Wasser, geht die aus? Das weiß ich nicht. Aber wenn wir es in der Hand haben, kann ich es mir schon vorstellen. So, geschlafen wird nicht bis nein, wir wachen auf um 7:30 Uhr grob, das passt. So, grüß Gott benannt. So, was tun wir jetzt mit dieser Danger Noodle? Gibt's da Danger Noodles? Gibt's da irgendwo Danger Noodles? Was ist denn das da? Garnele? Da gibt's Garnelen? Über das Insellager. Sie haben sogar eine Anaconda getötet, ja. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. Ich gebe der Brief und Siegel, dass sie genau weiß, warum To sie show a es sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Ah, got it. Survival of the fittest. Oh Gott, Yao ist tot. Die Yabuaka haben uns angegriffen. Nein, sie können es nicht gewesen sein. Unsere Angreifer waren Wilde, die sich Schädel auf die Gesichter gemalt hatten. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich... Was wir jetzt lernen? Das finde ich blöd. Dass beim Lesen die Zeit nicht stehen bleibt, nervt anders hart. Wir lassen dann einfach nochmal. Haha! Outplayed, bitch! Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Sie haben sich einfach auf ihn gestürzt, überall war Blut. Wir wollten doch nur reden. Sie sahen furchtbar aus, wie Skelette. Sie waren wie Tiere, wie Dämonen. Wir haben Joao dort gelassen. Blanca wollte ihn holen, aber es wäre verrückt, dorthin zurückzugehen. Der Speer hat ihn einfach durchbohrt. Ich kann es nicht glauben. Ich habe mein Tagebuch und damit all meine Aufzeichnungen verloren, aber ich musste einfach von Yao schreiben, um das zu verarbeiten, was passiert ist. Ich muss noch einmal von vorne anfangen, damit unsere Arbeit nicht verloren ist. Und Yao und als Beweis. Ich glaube, wir sind vorerst in Sicherheit. Almeida hat uns an einen Ort gebracht, der taktische Vorteile bietet oder so. Hier haben wir unser Lager aufgeschlagen. Er hat Angst, dass sie uns gefolgt sind, weil er einen von ihnen erschossen hat. Carlos hat seit Tagen nicht geschlafen. Er starrt immer nur in den Dschungel und wartet, dass sie kommen. Himmel, wäre Almeida nicht gewesen, hätten die uns alle getötet. Alle stehen unter Schock. Blanca hat es am schlimmsten getroffen. Kein Wunder, die haben ja auch ihren Mann umgebracht. So etwas Schreckliches kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn sie Carlos erwischen. Die Gruppe will abstimmen, ob wir aufgeben oder weiter nach Yablöppe suchen sollen. Aber wohin sollen wir gehen? Wir können nicht zurück in die Stadt, höchstens mit Almeida zur Grenze, aber das wäre ziemlich dumm. Die lassen uns doch nie durch. Verdammt, Yao hatte die Karte.
All animals all Dangeroo! Was hab ich? Ruhe jetzt! Mr. No Comment ohne Kommentar heißt subscribed. Merci für deine Subscription. Du wirst trotzdem kommentiert, auch wenn es dermaßen gegen das Kommentieren bis das ganz aus ist. Mr. Exites! Ja, freilich, guter Mo, Grüne Hölle war mein Lieblingsspiel vor einer Zeit lang her. Und es freut mich sehr, dass du da so Bock drauf hast. Best Streamer, Bayerns Kuss auf die Nuss, PS. Ist mein letzte Dono, sonst kriege ich noch Haue. Ja, zu Recht aber! Hoffentlich von deiner Alten, die das sauber Nocker nachschaut! Mr. Exites, merci dir. Schluss jetzt damit, aber danke natürlich. Und deine Frau hat schon recht. Oder Mo, was weiß ich. Oder dein verlobter Cannabis-Hacks, man weiß ja nicht, was da los ist. So, jetzt ist die Frage, ist da überhaupt irgendwas? Vergeht ja eh keine Zeit nicht. Da haben wir einen guten Pfeil schon. Das ist kein Chernobyl-Pfeil, das ist ein guter Pfeil, den nehme ich. Was haben wir da noch? Tagebuch! Um Gottes Willen. Ja, aber kurze Story dazu, dass wir das lesen. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt haben wir so komisch da. Egal. Ich glaube, wir nähern uns Yabahuaca. Ja. Gebt's halt auch Ruhe jetzt. Gut, geil. Birger, du musst bitte die letzten 2 vom Sprengen noch würdigen. Einfach zu gut. Lasst mal Ruhe. Jetzt kommt sie fix. Wenn die roh ist, heißt die dann nur Nele. Oh, leck mir. Wo ist denn der zweite? Handbohrer ist die weibliche Variante von Handbohrer. Wenn ich kannt, da ich einen John Wick in dein Hals einmachen. Ich flippe aus, nein. Ich glaube, wir nähern uns Yabahuaca. Schau auf, sagt! Er kann deutlich die Anzeichen erkennen, dass irgendjemand hier war. Er hat am Flussufer sogar einen Fußabdruck im Sand gefunden. Ich habe Higgins Buch bestimmt schon 5-mal gelesen. Sagen wir neben mir der Higgins? Ich bin bereit. Beförderung, ich bin bereit. Ich habe mir die Medizintasche angesehen. Alle Spritzen und Tuben sind an Ort und Stelle. Ich hoffe nur, sie lassen uns ihnen Blut abnehmen. Haben die in den Dschungel eingefahren, weil sie am Eingeborenen Blut abnehmen wollen? Ja, das ist Natural Selection einfach. Wobei das der letzte Ausweg wäre. Wir hoffen, dass sie uns die Zutaten für die Medizin überlassen, wenn wir ihnen sagen, was in der Welt vor sich geht. Vielleicht sogar die Medizin selbst. Sie müssen sie einfach haben. Schließlich werden sie nicht krank. Ich komme einfach nicht über das Mikroskop hinweg, das unterwegs kaputt gegangen ist. Überraschung, heute kam jemand aus dem Dschungel auf uns zu. Wir dachten schon, wir hätten die Yabububus gefunden, aber es war nur ein normaler Typ. Erst fürchteten wir, dass er zum Kartell gehört, weil er wie ein Ganove aussieht. Ganove? Aber er ist Polizist. Ja, vielleicht war es ein Ganove, der sich als Polizist ausgibt, so wie wenn ich das da so lese, so die gescheiteren Sätze soll ich nicht. Er heißt Antonio Meireles Almeida. Er hat seine Frau Sophia und seine Tochter dabei. Was denn die Leute da in dem Dschungel alle? Warum, Mann? Sie hatten großes Glück, uns zu begegnen, denn die Kleine hatte Fieber. Carlos ist fast durchgedreht, weil er dachte, sie hat den Virus. Moment mal. Ist da auf dem Erdplaneten ein Virus unterwegs und deswegen sind wir mir in dem scheiß Dschungel? Er wollte nicht, dass ich mich um sie kümmere, aber letztlich konnte ich ihn davon überzeugen, dass sie nur einen normalen Infekt hatte. Ich habe ihr Medizin gegeben und ihr für die Nacht meinen Schlafsack überlassen. Morgen wird es ihr schon viel besser gehen. Carlos will uns einreden, dass Almeida nicht vertrauenswürdig ist. Er glaubt, er sei nicht wirklich Polizist, sondern Soldat, weil er eine Waffe trägt und diesen Befehlston an sich hat. Ich jedenfalls bin froh, dass er bei uns ist, denn mit ihm auf unserer Seite sind wir besser gegen Raubtiere geschützt und vielleicht jagt er uns ja sogar etwas zum Abendessen. Carlos ist wahrscheinlich ein wenig eifersüchtig, weil er derjenige sein will, der mir Sicherheit gibt. Aber eine Schusswaffe ist eben besser als eine Machete, da hat er recht. Nur Sophia ist leider etwas schwierig, sie ist furchtbar arrogant, sie hat mir ihre Pässe gezeigt und gesagt, weil sie Amerikanerin und Mutter ist, würde man sie bestimmt über die Grenze lassen. Ja, bestimmt. Du bist aber einmal zu einer Amerikanerin und hast dann einen Freifahrtsidiotenschein, richtig. Ich weiß nicht, ob sie naiv oder einfach nur dumm ist. Ja, why not both? So oder so bleiben wir erst einmal zusammen, bis es der Kleinen besser geht. So, dann wieder geschrieben. Wenn er selber sagt, ich halte jetzt einfach mit dem Maul. Yabahuaca, ab jetzt bitte einfach mit Labubus ersetzen. Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. So, haben wir da sonst irgendwelche Tagebücher oder sonst irgendwas? Oder mal bis spätestens.
Oh, jetzt haben wir haben wir doch 2 Stunden lang gelesen. Da lade ich lieber nochmal. So. Stunde da verschissen. Birger, wo empfiehlst du einen Griechenland-Urlaub mit ein paar Freunden? Hast du einen Tipp? Nein, mit ein paar Freunden schwierig. Da ich im Urlaub nicht eskaliere mit ein paar Freunden. Schwierig. Aber es gibt genügend Strandpromenaden auf Kreta, auf jeder Insel wahrscheinlich. Auf jeder Insel wahrscheinlich. So. Wir haben das Tagebuch gelesen. Machen wir kurz so. Wir haben das Tagebuch gelesen. Machen wir kurz so. Dann war da hinten. War da noch irgendwas? Trockenfleisch? Nö. Wir schauen unser Nutrition aus. Wir trinken ein bisschen was. Dann nehmen wir dieses Ding da nehmen wir mit. Wo ist unser Messer? Nein, hau halt einfach auf die Nuss drauf. Komm bitte. Danke. Ne, da passieren aber komische Sachen. Danke. Trinken. Wir schauen mal aus. Ansonsten haben wir eigentlich ganz gut beieinander. Da haben wir einen Haufen Zeug zum Fressen. Wie lange heute ist ein Tag? 15 Stunden. Den können wir ausscheißen. Da haben wir auch nicht recht einen Teufel dabei. Mehr brauchen wir aber auch gar nicht. Weißt du was? Ich nehme Nüsse. Nüsse sind gut. Sauber. Das füllen wir jetzt nicht um. Das glaube ich braucht es nicht mehr. Da haben wir noch ein Tagebuch. Super. Müssen wir nochmal. Mit den Scheißdreher über 28 mehr machen muss. Kruzifix. Der Tipp kann das schreiben als kleiner Tipp. Ihr kannst dich gut auf eine Reise vorbereiten. Ich verstehe. Also wir haben eine Zeit unterwegs, verstehe ich das richtig. Ab jetzt dann. Eine Vierergruppe unterwegs in nordwestlicher Richtung. 2 Männer, 2 Frauen. Ihr Gebaren lässt vermuten, dass es sich um 2 Paare handelt. Nach Aussehen und Verhalten sind es junge Leute aus der Stadt. Keine Anzeichen von Krankheit, wahrscheinlich gesund. Keine Schusswaffen, Macheten, Messer, keine Kenntnis von Kampfkunst. Was deren sie dann da? Nur einer von ihnen sieht aus, als könnte er draufhauen. Sie sind schlampig und hinterlassen Spuren und Gegenstände, wo sie langgehen. Bisher finden sich in ihrem Müll keine Medikamente. Ja, führt die Truppe an, aber es gibt keinen starken Anführer, strukturlos. Carlos soll wohl andere einschüchtern, muskelbepackt, hat aber sein Verhalten gezeigt, dass er keine Ausbildung hat. Markiert den Harten, hat mich bisher nicht bemerkt. Isabel, Krankenschwester, Ärztin, Grundausbildung scheint vorhanden zu sein. Sie hat Carlos Wunde versorgt und Medikamente sowie andere medizinische Ausrüstung dabei. Die andere Frau kann giftige und essbare Pflanzen unterscheiden, ist aber keine Expertin. Grundausbildung, pures Interesse, vielleicht Hobby. Sie haben offenbar ein klares Ziel vor Augen. Jao hat Notizen zur Route dabei, aber die sind aus der Ferne unleserlich. Sie wollen jemanden treffen, suchen nach einem Unterschlupf, Schmuggler. Sie reden von Medizin und eine der Frauen hat von Leichen in einem Krankenhaus gesprochen. Sie haben eindeutiges Interesse an den Indios. Sie werden kaum so dumm sein, sich ihnen zu nähern. Beobachtungsergebnisse. Sie sind harmlos. Die Ärztin konnte Teresita helfen. Wer immer das ist. Sie könnten nützliche Informationen und Medizin haben. Ich gehe das Risiko ein. Das scheint mir der Tagebucheintrag von dem Soldaten zu sein. Deckst du eigentlich die verbrannte Karte auf? Das ist eine gute Frage, aber ich weiß nicht, ob man die aufdecken kann. Vielleicht findet man da irgendwo einen Kartenschnipsel. Neuer Dialog über das Insellager. Sie hatten ein Kind bei sich. Yeah. They had a kid with them. You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. War schon wieder. So. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Aber Nordosten, sage ich das richtig. Eher Ost-Nordost, hätte ich jetzt gesagt. Babymap! Das stimmt. Babymap! Gibt es da sonst irgendwas, was rumliegt, was irgendwie Sinn macht zum Anschauen? Sonst sehe ich da jetzt nicht einen Teufel, muss ich sagen. Ich darf jetzt einfach mal. Oh, ich kann nochmal sprechen über das Insellager. Hier ist eine Gruppe. Found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. Sounds like a plan. Osten I wo? wasn't just seeing things. Osten! Da! Gehen wir! Den haben wir gar nicht lange umeinander. Ich sage, wir haben so viel zum Essen dabei, wir haben wirklich einiges an Pfeilen dabei. Schauen wir, ob wir noch Federn haben irgendwo. Nein, wenn wir nochmal so einen Papagei irgendwo rumliegen sehen. Der Bogen ist schon ziemlich overpowered, finde ich.
die Frage. Ja gut, da ist eh gleich eine Brücke auch Richtung Osten. Ja, gehen wir einfach mal. Solange es übrigens nichts einzuwenden gibt, wo ich hingehe und so, kann der Depth-Counter chillen. Müssen wir uns nur konzentrieren, dass da nicht auf einmal wieder Gebrüll aus die Stau und kommt und mir Miezi anspringt. Böse Miez! Ich mag halt Miezi auch nicht umbringen, lass doch die Miezi in Ruhe. Aber schauen wir mal, ob wir schon Richtung Osten unterwegs sind. Ja, ein bisschen mehr da. Ein bisschen mehr da. Sollen wir die Tabakpflanzen mitnehmen? Warte mal, wie viele Verbände haben wir? Ja, nimm sie mal mit. Ich hab noch nie geschaut. Warum nicht? Verbände daten generell nicht schon, wenn wir welche finden. Seht ihr die Uhr? Ja. Einigermaßen, das muss klar. Riesenplotschen im Wasser. Hast du jetzt die Angel? Nein, ich brauch keine Angel. Brauche ich die Angel? Ich brauch die Angel nicht. Dafür haben wir jetzt aber eine Fackel dabei. Gliert die noch? Ja, die gliert auch noch. Schön. Ist die Undiable Fackel. Da haben wir Ärm, schau her. Da tun wir gleich mal ein paar Federn raus. Jawohl. Dann können wir nämlich auf dem Weg mal kurz unsere Dinger da bauen. An die Federn, da ist Feder. Da haben wir 2 Federn. Ja. Gut, das ist jetzt nicht der Teufel, was wir da gebaut haben, aber gut. Die Seerosengröße habe ich gemeint. Achso. Ein Platschari! Ja, mehr Pfeile, mehr gut. Ich darf jetzt einfach mal sagen, das schaut nach einem Weg aus, da gehe ich entlang. Bin mir nicht sicher, aber ich gehe da entlang. Oh. Duschen schon wieder. Duschen tut schon wieder. Warte mal, zack, das da. Ja, das da oben schaut sehr verdächtig aus. Verdächtig! Hauptsache, mich sticht nicht irgendeine Scheiße, damit wir wieder Trecker verblirten nach der 20 Mal. Jetzt da haben wir wieder Vollsprint hin, Platscharin. Ah ja, schau her. Schau her. Schau her, ein Nasenbär. Oh, noch mehr Nasenbär, oder was? Was ist da? Ah ja, da könnte man sich ein kleines Lager herbauen, wenn man das tun wollen würde. Ich scheiß auf dein Lager und geh gleich Eiselbein. Da wirst du wahrscheinlich zum Fliegerrest kommen, wo wir letztes Mal oben gesehen haben. Wir haben ja schon mal einen Flieger gesehen. Ich denke auch, dass wir da wahrscheinlich auf die anderen Seiten irgendwie kommen. Jetzt glaube ich da umeinander, Itzi-Bitzis Oh, Riesenkröte. Spinne, lass ihn in Ruhe. Oh, Mandarin! Die kann man aber mitnehmen. Mandarin, wie schauen wir da aus? Ja, da nehmen wir 2 mit. Dann haben wir keinen Platz mehr im Rucksack. Da grunzt was, aber das ist nicht das, wovor ich Angst habe. Wir waren gleich wieder. Na, Kuh war es nicht. Was war's denn? Tee? Was Tee? Ja. Scheiße, was war denn das? Sortieren gleich wieder. Tee? Y. Verdammt nochmal. Dankeschön. Und da passt jetzt kein Mandarin mehr rein, oder was? Oh, die scheiß Maden brauchen wir nicht, die Seerosenblüten brauchen wir auch nicht. Leck mir am Arsch. Jetzt drücke ich wieder auf Q. Bin ich behindert eigentlich? Ich meine schon. Wie schaut das Zeug aus? Das schaut gut aus. Nimmst du mal eine Mandarin und eine fresst man. Easy. Easy, Partner. So, da gehen wir lang. Ich höre da schon Gegrunze, aber das ist kein Miezi. Keine Miez! Was haben wir da? Vollnest. Nehmen wir mit, wie wir feiern müssen. Hängt da irgendwo eine Banane umeinander. Y wie Y-Twentar sortieren. Das ist richtig sprechen. Wenigstens einer checkt. Was haben wir da? Kohlenhydratofungus, fresst man. Ah, hergeschenkt wird nichts. Da sind wir Experten im Dschungel. Da kennen wir nichts. Da lang müssen wir. Die Frage ist, ob man mir... Jetzt schauen wir mal schnell auf die Map. Schauen wir mal 30, 25. Wo ist denn 30, Alter? 34, 33, 32, warte. Wir haben ja irgendwo da ganz am Rand. Und wo so? Fucky Sepp, gehen wir ja nicht auf den Sack, gell? Weil langsam kann ich auch gegrund. Jetzt habe ich kurz gemeint, da hinten schleicht sich ein Ding noch. Bist gerade an Bananen vorbeigelaufen. Ja, scheiß auf Bananen. Wir haben ja gestopft voll bis oben hin. 30, 25, das ist irgendwo da und da ist 5. Also haben wir irgendwo da an meinem Daumen. Da war ein Fauchi. Ich weiß es vielleicht nicht, gell? Ich glaube nicht. Ich gebe nicht. Ich geh jetzt da.
Das war definitiv eine Grunze. Oder noch mehr ein Papageiling. Ja, nehmen wir aus, was darf man sonst damit? Mehr Pfeile, mehr gut, wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Einfach mal gesammelt, das passt schon. Wunderbar. Wunderbar. Richtung Osten, ja. Wird schon wieder verdächtiger. Aber wie weit Richtung Osten kann es denn gehen? So, unten lang oder oben lang? Ich bin jetzt mal für oben lang, weil wir gerade da sind. Haben wir alle Zeit der Welt. Jetzt chillt's einmal. Steppen wir jetzt um mich. Schauen wir, was wir da so finden. Finden wir da was? Hallo? Hallo? Palme. Palme und der Parasitenfungi. Papagei. Irgendwann fällst du oben von der Map. Weiß nicht. Speckmeister! Merci für den Zwiegel. Kuss auf die Nuss. Bin ich schon da! Lieber später ist gar nicht. Merci dir. Und merci für den Resub. Schaut mir aber irgendwo da unten. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Wo zeigt der hin? So, und was sagt der Dev Counter? Dope incoming. Oh. Warum? Los mich. Wo muss ich gehen? Unten oder oben? Ich gehe jetzt unten und dann links da rundum. Was wird denn noch gerade passieren? Kommt der Nashorn und stampft mich zusammen. Man weiß, dass man im Osten ist, wenn es keine Bananen mehr gibt. Also Viecher gibt's ja wirklich. Scheiß Armadillo. Mann, ich bin doch eins mit dem Dschungel, ihr braucht nicht von mir davonlaufen, ich tue euch nichts. So, hier Vollsprint. Springen wir wieder in irgendeine komische Falle ein. Nein, halt, das Stopp, das war Hightail. Nein, da können wir nicht rein. Da können wir nicht runter. Das ist aber auch schon östlich, gell? Ich hab das Gefühl, wir müssen uns da einen Weg nach unten suchen. Ich hab das... Schlangen, wo? Da ist... Mistviech, geschissen's. Jetzt mal gesprungen wie der letzte Volldepp. Ah! Nicht beißen, das kostet uns wieder eine Stunde. Gut, dann gehen wir rechts rum. Spring nicht. Wieso nicht? Über die Brücke und dann rechts. Ja, aber ich sehe die einzige Brücke, die ich sehe, ist die. Da drüben kann ich nicht rechts. Oder? Wir gehen rein. Wer ist denn? Jetzt musst eher nördlich. Das ist aber heute halt auch eher links. Nein, ich höre nur auf den Dev Counter. Der Dev Counter hat mich letzte Woche nicht enttäuscht. Ich hoffe, dass er mich diesem Jahr auch nicht enttäuscht. Bisschen selber schauen können wir ja trotzdem. Ich möchte ja auch ein bisschen was selber gemacht. Aber wenn ist da wieder voll der Wassersound. Es schaut mir nach Vego da. Komische Dinge. Greetings from Germany, big fan over here. Mr. Xenix. Who the fuck are you? Was rasselt da? Hab schon gefunden da unten, aber ich hab irgendwie Angst, dass mir jetzt gleich wieder irgendwas in den Arsch beißt. Wo ist denn nicht? Seh's nicht. Was tut denn da so? Warum denn? Warum möchte ich rausfinden, was da so tut, ab? Spinnen war. Ah! Gib Gas. War das der Sound von einer Spinne? Seltsam! Was ist los? Hier, Kletterstelle, Kletter! Aha. Okay, das heißt, wir müssen da oben irgendwo ein Lager mit einem Kletterscheiß finden. Ist das Kletterzeug in dem Lager, wo wir waren? Aber du hast den Weg gefunden. Ja, ist alles gut, alles gut. Jetzt, ich möchte eigentlich bloß wissen, liegt die Kletterausrüstung in dem Lager, wo wir waren? Ich denke nicht, da hätte schon irgendjemand geschrieben, schau dich gescheit. Ah! Weil du Drecksmistviech! Fuck you!
Ach, geh! Funkienverband, ich weiß das nicht. Herstellen, Funkien drauf, herstellen. Machen wir so, wo hat's denn hinbissen? In Zwachbaum wird's halt einbissen haben, was ist denn sonst? Ah! Schmier auf für den Schund! Mist, Kruzifix, ich hab's nicht gesehen. Geht jetzt das Gift zurück aus oder nicht? Ist das überhaupt das Richtige, was ich da hab? Ich kenn mich nicht aus. Kruzifix, du gehst mir ab, sag, stirb! Nimm den Pfeil wieder her. Bist denn hin? Wie geht's da lang? Na! Kann man da vielleicht eine lange Hosen craften? Das frage ich mich, seitdem wir das sprechen. Warum habe ich noch keine lange Hosen noch? Bei Gift brauchst du Tabak, aber die... Oh, die Dinger da können wir auch. Nein, das brauchen wir nicht. Das war kein Tabakpflanzen, nicht, aber vorher haben wir mal eine gesehen irgendwo. Gut, wenn wir eine finden wir eine. Wir haben relativ gut beieinander, das passt schon. Ich renn jetzt da einfach mal so da, wir haben jetzt den Weg gefunden und da rennen wir jetzt ein bisschen rum. Kriegen wir schon. Kriegen wir mir schon! Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Nicht gut. Tabakpflanze ist die schon wieder der Ameisenhaufen. Wo ist der? Ach, das ist ein Ameisen. Da haben wir schnell 4000 Ameisen gesammelt, warum nicht? Ja, das kann man mal so machen. Nussen, die guten oh, wir verlieren sehr schnell an Ausdauer, weil wir halt Fieber haben, gell? Fuck. Wie der mir das jetzt, ohne dass uns da umhaut, können wir da... So, Birger, jetzt sag ich was du im Dschungel gelernt hast. Wo ist denn das normale Palmblattbett, Mann? Ich flipp aus damit. Das muss doch da irgendwo... Wo ist denn das normale Palmblattbett, Alter? Wo ist denn das? Da. Bei Haus, das war doch immer da. Das war doch da nicht aus Holz. Da ist Instant weg. Was Schmerzmittel hast du gefunden? Scheiße, stimmt ja. Thirsty. Ich bin ein Trottel. Aber schlafen müssen wir ja trotzdem. Das fressen wir jetzt einfach ein gutes. Bett oben auf die Auswahl für Material kannst. Was sind das Palmbladel gewesen, gell? Ja, hier Palmbladel. Ja, das haben wir nicht oft da. Hilft nicht, das müssen wir jetzt da irgendwo hinzimmern, bevor es uns umhaut. Sonst liegen wir wieder im Trikot, das ist jetzt auch kein Weltuntergang nicht, aber... Man kann ja wieder das scheiß Bett nirgendwo hinbauen! Da, weil ich da nicht 8 Palmbladel auf den Haufen werfen kann, oder? Was ein Scheißdreck! Die sind wichtig. Oh, die kommen jetzt gerade recht. Die überbrücken noch mit 2-3 Minuten. Und da ist... Mach halt bitte das Menü auf. Okay. Da ist ein Flughafen, ist da ein Bett. Haben wir da irgendwo ein Bett? Ruf Hilfe mit dem Landebahnfunkgerät. Neuer Dialog freigeschaltet. Nein, such mir erstmal ein Bett! Da ist einfach ein Flughafen! Mitten im Dschungel! Hoffentlich ist keiner da, weil... So, jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein Bett finden, bevor wir umfallen. Hoppala, habe ich einfach ins Mikrofon eingehabt. Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt. Das ist das Mikro... Ja. What a lucky day! Easy. Ich weiß überhaupt nicht, was euer Problem ist. Oh, wir verlieren Leben. Warum verlieren wir Leben? Ja, weil wir nichts zu messen haben. Jetzt ist da wieder 1 in der Früh, da funken wir 1 in der Früh, die haben mit Sicherheit noch wach. Die warten da bloß auf mich. Was haben wir da? Oh, wir müssen dringend was trinken.
Dringend was trinken. Was brauchen wir noch? Ja, können wir mal das Krokodilfleisch essen. Das hält schon noch ein bisschen, aber nicht ewig. Und der Rest schaut eigentlich ganz gesund aus. Y hat's geheißen, jawohl. Und da haben wir auch Y, Schmerzmittel ins Maul, dort ist Arafleisch roh, braucht kein Mensch wie auf aussehen. Und dann isst man noch eine leckere Mandarin. Und noch eine leckere Mandarin, weil die in 2 Stunden hieß. Ich freue mich jeden Tag so über mein Bett. Ja, das, ja, nicht immer, aber oft. So, jetzt schauen wir mal da rundum. So, da brennt auf alle Fälle noch Licht. Haben die mit Strom, laufen die per Generator oder ist das irgendeine Leuchtstoffscheiße? Weiß man nicht, gell? So, hier Funkgerät. Das haben wir erst einmal, habe ich gerade eine Landebahn Mia, gefunden. you won't believe this. I just found an airstrip. Oh, fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Es ist alles so komisch. Weißt du, was ich für eine Vermutung habe? Bis jetzt. Mia ist schon lang tot. Schon lang. Es gibt auf der Welt irgendeinen riesen Virus, jetzt vielleicht kein Zombie-Virus, aber sowas wie Corona, bloß in schlimm. Und einen Haufen Leute gestorben und so weiter und so fort. Und wir haben jemanden, die wissen, irgendwo in dem Dschungel gibt es Medizin, aber wir müssen mal irgendwie darauf hinkommen, dass wir mit den Eingeborenen schmatzen. Und was wir uns da mit wem, warum telefonieren wir per Walkie-Talkie mit unserer Frau? Das ist ja nicht bloß irgendeine Kollegin, sondern das ist unsere Frau, die offensichtlich einen Krebs gehabt hat oder sonst irgendwas. Und wissen wir nicht mehr, wo wir waren und wo wir sind. Ich sag, dass die Alte schon seit 100 Jahren hieß. Sag ich dir. Und wieso sollte mir die Alte sagen, über ein Walkie-Talkie, das bloß ein paar, wie weit geht denn ein Walkie-Talkie, weiß ich nicht, das kleine Würstel da, 1 Kilometer, 2, 3, keine Ahnung. Aber mit dem Walkie-Talkie müsste man eigentlich in der Nähe sein, oder? Das meine ich damit. Das geht ja nicht über 25.000 Kilometer. Aber wieso soll ich, und wenn es so weit geht, wieso soll ich dann das Funkgerät jetzt da brauchen? Anstatt dass sie mir sagt, ja, ich bin da, das sagt sie mir mit Gewalt nicht, weil sie nicht da ist. Meine Dings. Oh, no signal. Natürlich, repariere das Funksignal, Tagebuch, neuer Eintrag, Kruzifix. Tagebuch, wo? Tagebuch, hier. Ruf Hilfe mit dem Landebahn-Funkgerät, repariere das Funksignal. Bin ich Mechaniker oder was möchtest du von mir? Der Phoenix Dark schreibt total falsch. Allein das ist Schutzfake gespoilert. Für das gehört eigentlich. Lass mir meine Theorie. Lass es. Ich garantiere es euch. Der Erste, der da herin schreibt, was los ist, haben schon Leute wegen weniger da herin hingekriegt worden. Wegen viel, viel weniger. Über Fackel. Ich hab keine Fackel. Ich habe keine Fackel. Kurz darüber noch. Vorhängeschloss, Schlüssel. Aha. Ganz. Das schreckt mich nicht so in der Finsternis, du Huren. Über Fackel! Ich habe Feuer gemacht. Was ist da drin? Ist da was drin? Wissen wir nicht, oder? Da müssen wir irgendwann mal anschauen. Müssen wir einen Schlüssel finden? Was ist das da hinten? Was ist das? Der Schlüssel? Den irgendjemand einfach offen liegen lassen. Ist da was? Do you want to play with the snowman? Also wenn ich er war, hätte ich jetzt erst einmal so 2, 3 Wochen richtig krass viel Spaß. Und mit richtig krass viel Spaß, meine ich richtig krass viel Spaß. Und dann, wenn ich es überlebe, dann schauen wir weiter. Egel, oh, haben wir schon wieder Egel drin. Müssen wir lernen, da müssen wir natürlich lernen. Ist unsere Wunde überhaupt verheilt? Nö, ja, das ist, ja, Blutegel, da hat's geregelt. Mein Gott, in der Stockfinsternis wächst aber halt auch nix. Oh, wir haben immer noch welche dran. Schillermann, wo? Da. Jetzt haben wir's. Wunderschön. So, Schlüssel, wo? Was ist das? Ah, das ist das Arafleisch. Kann man da. Was haben wir da so? Instant-Kaffee! Das hört sich mal vernünftig an. Den nehmen wir mit. Was wir auch mit da kennten.
ist, wir speichern da, weil warum nicht? Was haben wir da so? Vielleicht sollten wir halt mal warten, bis das Gleiche da so bin ich. Unangenehm. Freilich steht das Kartenhäusl noch. War ein totaler Krampf, wenn es das zusammen kann in die letzten. Also das heißt aber, die können noch nicht weit sein. Da muss schon irgendjemand irgendwie irgendwo, weißt du schon. Ich bin hier nicht allein, Freunde der Sonne. Und dieser Boot. Der Autorücksitz. Schaut ja aus wie Luftmatratzen. Aber gut. Tagebuch lesen? Ja, ja, wenn ich uns finden darf, hab ich das jetzt nicht gesehen. Ist da irgendwo ein Tagebuch, das ich nicht gesehen habe? Da liegt wahrscheinlich eins, oder? Ja. Na, da liegt nirgendwo was ich anklicken kann. Ist da auf der anderen Seite noch irgendein Hirban? Hürban? Ich weiß, wo der Hürban wohnt. Wo ist denn das Tagebuch? Was für ein Tagebuch? Oh. So, das nehmen wir mit. Ich sehe hier kein Tagebuch. Schau dann zum 15. Mal. Achso. Danger Nudel. Ein Flughafen. Wir sind gerettet. Wir müssen nur das Funkgerät reparieren und Hilfe rufen. Hier liegt so viel Ausrüstung, dass das kein Problem sein sollte. Ja gut, das hilft mir jetzt auch nicht unfassbar viel weiter. Aber Schlüssel brauchen wir. Gibt es da noch irgendeine Hirn? Ist das da hinten ein Scheißhaus oder was ist das? Wichtig ist der Oschinger am Fensterbrill. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst damit, aber ist ja wurscht. Geht da hinten jetzt bald mit Sonne auf, ja, Dankeschön. Ist das ein Scheißhaus? Ne, das ist bloß irgendein... Mag ich da nicht in der Finsternis umeinander pümmeln, weil da wieder irgendeine Schlange drin sitzt und irgendeinen Mist macht. Kann man dann noch nicht? Mehrere Räumlichkeiten gibt es da nicht. Schlaf halt erst mal bis Tag ist, dann sagt man mehr. Aschenbecher. Ach du, ihr nehmt einen Aschenbecher Oschinger. Interesting. Da irgendwas, ne? Funkgerät aktiviert. Was? Das geht ja nicht. Das ist ja kaputt, ich soll es ja richten. Oder ist da in der Natnaps, was ich übersehen habe? Was... Da ist irgendwas drin. Da ist irgendwas drin, was ich nicht erkenne, weil es stockfinster ist. Schau mal beim Funkgerät genau. Ja, bin ich besoffen oder was? Da ist... Hoppala, das wollte ich nicht. Ja! Bruder, da ist halt einfach nichts, mit was ich interagieren kann. Da ist ja der Oschinger. Jetzt weiß ich auch, was es ist. Herr Zahnball, mehr für 8 Monate übrigens. Schlüssel auf Funkgerät, was? Und wie sehe ich den noch? Ich kann ihn nicht nehmen. Was? Ich kann ihn nicht nehmen, Freunde. Aber jetzt Funkgerät zwar nicht besser, aber ich kann nicht... Was soll ich jetzt tun? Schau mal das gewaltige Glasfaserkabel an. Ich möchte den Schlüssel da aber nehmen! Den kriegst du jetzt später. Das ist... Nein, das lasse ich diesmal nicht durchgehen. Das Spiel kriegt nach wie vor bis jetzt noch 10 von 10, aber das mit... So. Auf die Idee war ich vorher schon gekommen, deswegen habe ich vorher das blaue Kabel da angeschaut. Schauen wir mal, wo das gelbe hingeht. Finally, it's daytime! Was ist das? Nüsse. Orangensaft. Alles weggefressen. Alright, that should do it. Das lasse ich durchgehen. Das lasse ich durchgehen, ob man sonst noch irgendwas reparieren muss, das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Schlüssel gibt es vielleicht im Duty Free, ist ja auf Flughafen, stimmt? Schau mal. Ja, okay. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please.
I need help! Anyone! Come in, please! Fucking hell! Copy. This is Manaus Control Tower. Over. You can hear me? You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Listen, I told you already. There's no other man here. I'm with a girl. We're talking over the radio. Over. Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Soll ich weiß der Himmel wie lange warten? Sie wollten wissen, ob ich allein bin. Wen meinten Sie? Warum schon wieder? Bin ich in Gefahr? Was ist los? Ja, genau. Das sind 1000 Fragen! Verwirrung ist verwirrt! Hey, what do you mean by again? Am I in some sort of danger? I mean, what's going on? Answer, please. I beg you. Du nicht! Ich steh da Please mit... answer me. I don't know what's going on. Fuck. What the fuck was Ja, that? jetzt wird der Schlüssel offensichtlich. Langsam aber sicher. So, kann ich den jetzt nehmen, ja? Mia, help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. Nach meiner Theorie ist Mia tot. Wir bilden uns das da ein. Was war das jetzt für ein Gespräch mit diesem Funkding? Was? Haben wir mir vielleicht lebt sie nur, wir bilden uns das alles ein, weil wir auf Ayahuasca hängen geblieben sind. Was, weil es kann nicht alles sein. Flipp aus jetzt dann gleich! Mia, where are you? Und ansonsten war jetzt meine Theorie gewesen, wenn Mia schon tot ist, was ich glaube, und sie sagt, come home. Wenn mir die Spur am Schluss zwangsweise umbringt und das komm nach Hause ist, dann kriegt's von mir 12 von 10. Please don't try to find me. You're safe. And that's all that matters. I completed my task. Now your job is to go home. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, Mia, talk to me. Where are you? Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something! Scheiße, ich verstehe nichts, ich habe nach Hilfe gerufen und Mia ist einfach Scheiße! Ich soll ohne sie zurückgehen, was ist los? Ich lasse sie nicht hier einfach zurück, wo ist sie? Ja, neuer Dialog freigeschaltet, schon wieder. Mia, come in, please. Neuer Dialog freigeschaltet, bitte Mia, melden. come in, please. Hab ich jetzt den Schlüssel eigentlich? Nein, habe ich nicht. So, hier Schlüssel, jetzt gehen wir mal in die Bunkerbude da hinten rein. Schauen wir mal, so. Ich soll ja da bleiben jetzt, hat's geheißen, das kommt jemand. Also der ich sag, jetzt speichert man mal, weil ich das Gefühl habe, es kommt jemand und bringt mich um. Haben das Kartellleute, die mich festhalten oder...
Bruder, was weiß ich? Ja, ich bin wirklich gespannt, was zum Fick hier los ist. Und das da, Kackwurst. Oh, da liegen noch Nüsse. Ah, nicht da haben Nüsse, ich kann es genau sehen, lass es nicht nehmen, ich darf es nicht nehmen. Okay. Da noch nicht. Dann gehen wir da mal in den Bunker rein. Vogel! Wenn der nicht mindestens ein Like wert ist, an die 1080 Leute, die da gerade drin sitzen, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Vogel! Vogel! Ah, mein Pfeil kriege ich auch wieder. Oh, nein, das wollte ich nicht. Dann werfen wir Skibrauf wieder hin, den wir sammeln und dann bauen wir uns ein paar Pfeile. Ah, hier. Straight to your face. Machen wir so. Und dann machen wir so. Und dann funktioniert das natürlich nicht, wenn man den ganzen Scheiß-Stack nimmt. Umgekehrt. So den Stack wieder zurück. Stack zurück, dann bricht man das schnell ab, mein Kruzifix. Herstellen. 1, 2. So, besser. Das schaffst du nicht nochmal. Fuck you and see you tomorrow. So, nein, die Bude meine ich. So, auf jetzt mit dem Bums da. Was haben wir denn da alles? Kletterausrüstung! Easy! Matze aus Hasel! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat. Habe ich ihre Matze, wenn ich mitmache. Das raus. Oder war sogar Taucherausrüstung! What is all this? Da ist aber sehr clean da drin. Oh. Dosenthunfisch. Geiler Scheiß, den hätte ich da auch gerne dabei. So wie es ist. Alvarez, report number 8. I've spotted a fire northwest from the Delta camp. So far I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm guessing these are refugees from the city. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. For now the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island and are likely to stay there. I don't think they have any useful information, so there's no need for contact, but I'll keep an eye on them. End of report. Okay. Von Abteilung Feldprojekte Philip Smith betreff Proben. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche unbekannte Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der im Dschungel existierenden Spezies auf ihren Nutten geprüft, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir erwarten in Zukunft mehr Pakete. Die Prozedur bleibt unverändert. Sammeln Sie 2 Proben jedes Exemplars. Das erste wird vor Ort untersucht, das zweite wird gut gesichert, verpackt und klar beschriftet per Flugzeug verschickt. Sämtliche Daten müssen im Katalog festgehalten werden. Schlamperei wird nicht toleriert. Was ist hier los und warum zur Hölle haben da Taucherausrüstungen? Oh. A map? Yes! Notiz. Sitzplatz Passagier A12, B1212. Die Millie Alvarez, Sobol, Smith. What? Das sind wir definitiv mir. Higgins, Jake, 100%. Okay, wir sind mit... Hä? Wir haben ein Teil... Wir haben 100% Teil von diesem Projekt, bloß wissen wir es nicht mehr aus irgendeinem Grund. 100%. 100%, gib mir den Briefensiegel! Briefensiegel, Map! Wo ist mein Map? Map! Okay, das ist die Insel-Dings, das ist der Abschnitt von A und da, deswegen geht's da auch weiter. Und wir sind wir gerade 29, 22. Wir haben wir genau da. Also wir haben da so in der Nähe vom Flughafen. Ich denke, was war denn das da? Weiß ich nicht, was das da war. Die Frage ist, wo jetzt hin? Verdammt, jetzt bin ich vielleicht kurz davor, dass ich... Wichtige Frage. Okay, jetzt hätte mich schon wieder der Schlag getroffen, wenn es jetzt wieder 5 vor 10 gewesen war oder so ein Scheiß. Depth Counter. Das fühlt sich gerade so narrisch
nah am Ende an, dass ich Angst habe, dass wir am Freitag nichts mehr zum tun haben. Ist schon noch ein wenig, oder? Es kommt schon noch ein bisschen was. Fühlt sich jetzt gerade sehr nach C1 müssen wir, sagst du. Was? Du musst wieder zu C minus 1. Wo ist denn C minus 1? Also wieder daher. Da, wo waren wir? Fuck. 29, 22, 29. So, also wir haben da, also brauchen wir Südosten. Eigentlich mehr südlich als. Ja, kriegen wir hin. Bogen weg. Wieso Bogen weg? Spinnst du, dass ich einen Bogen weg tue? Bist du neisch? Südost, so in diese Richtung da. Alles viel Story wird es dann am Freitag nicht mehr geben. Ui. Dann bauen wir am Freitag halt bis um 10 Uhr den nächsten Turm. Und zwar genau da. Genau da am Flughafen. Wir holzen mal rundherum alles ab, was da ist, und bauen wir da einen Turm bis nach Timbuktu. Das schauen wir uns jetzt an. Benutze das Maus, um die Option der Uhr zu haben. Oder? Gräbst schon wieder irgendwas am Land. Nein, dann findet man es halt. Irgendwie anders aus. Ist das scheißegal. Turm bauen kann ich! Oh. Jeden Tag in der Früh baue ich auch einen. Kurzen. Dafür ist er dick. So, jetzt lassen wir mich nicht. Das war der scheiß Aufzug, oder? Das war der scheiß Aufzug. Da findet ihr hier so hin. Bin ja da daheim mittlerweile. Da, kenn nix. Aber unsere Ausdauer wird ein bisschen, ich weiß das schon. Warum ist unsere Ausdauer? Tun wir hier essen. Essen. Da oben sitzen sie. Geht's da zum Ding, oi? Nein, ich muss vorbei, gell? Kann ich mir vorbeischleichen? Ich probier's mal. Ansonsten schießt mir der Pfeil ins Gesicht. Ich meine, was soll ich machen? So, ich weiß doch nicht mehr, wo der Aufzug war. Wisst ihr nicht? Da ist die Brücke über uns drüber. Und auf der linken Seite oben war der Aufzug. War da nicht der Aufzug? Freilich war da der Aufzug. Vielleicht ist er ja ein guter. Ja, es ist jetzt schon sehr auffällig, dass er da sitzt. Du hättest auf dem Weg bleiben müssen. Confused, Unga Bunga. Da war er. Jetzt sind wir beieinander. Ich laufe jetzt genauso schnell wie wieder 4000 km. Nein, wenn wieder Spinn da ist, fick dich. Ich warne dich. Ich schieß dir einen Anschein. Die lasse ich in Ruhe, du bist cool. So. Kletterausrüstung runterlassen. Also wir haben mit dem Flugzeug gekommen. Haben wir mit dem Flugzeug angestürzt heute wahrscheinlich. Jetzt ist aber die Musik ganz schön wütend. Drücke T. God damn it, don't leave me. Please come in. Neuer Dialog, hörst du mich? Mia, are you there? I will keep looking for you anyway. Wieso hat jetzt das gerade so ausgeschaut, als kann das nicht mehr? Okay, Grafikpack, großer Stein, brauchen wir nicht. Oh. Eine Tauchausrüstung und direkt da daneben Aletten im Boden. Naja, gut. Help is on the way. Come in. Please, Mia. Wie oft muss ich das jetzt tun? Mia, come in, please. Help is on the way. Come in. Mia, I have to tell you something. Please, come in. Mia? Are you there? I'll keep looking for you anyway. An der Landebahn auf Hilfe warten? Fragezeichen. How about no? Das ist so Garnelenfalle, Tierpferd, Papageien ist. Jetzt gehen wir da ins Wasser rein und schauen wir, was passiert. So, grüß Gott beieinander. Sind wir schon da? Wie lange kann ich unter Wasser bleiben? Ah ja, das wird angezeigt. Oh, schlecht. So.
Wenn irgendwas klaustrophobischer ist als Höhlentauchen, und ich verstehe auch nicht, warum man das tut, ganz sauber sind die Leute nicht, aber gut, dass da Schnur... Da ist nur eine Schnur. Der Schnur fahren wir nach. Ich fahre der Schnur nach, da ist keine Schnur mehr, scheiße, ich fahr mal links. Da ist die Schnur. Ich sehe die Schnur. Was zum Fick passiert denn jetzt wieder? Jetzt taucht zu, Kim, da ist wieder hell, das ist gut. Dialog freigeschalten, ich hab mir's auch gerade gedacht. Blub, 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 Motherfucker! Motherfucker! Blub, 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 blub. So, und jetzt sind wir wahrscheinlich mitten im Zentrum von den Kongo-Mongos und werden einfach gesteinigt. Nicht einmal. Was haben wir jetzt wieder? Lass mich mal raus. Da ist ein Steg. Steg. Aha. So. Wie schaut unser Essen aus? Ziemlich gut. 26, 25. 26, 25 haben wir. Ah ja, da ist die Tauchstelle. Da sind wir jetzt da oben. Das ist das kleine Ding. Und da haben wir durchgetaucht. Und jetzt haben wir wahrscheinlich da. 26, 5, irgendwo da. Da darf ich jetzt einfach einmal schätzen, wir müssen da so rauf. Weil woanders geht's nicht. Oder da oben. Nördlich oder östlich? Stein, Stein, Stein. Ich darf sterben für eine Steinigung. Wie kommst du... Hä? War das jetzt wieder irgendeine seltsame... Oh, Mandarin. Mandarin nehme ich schon mit. Und dann friss ich gleich. Südlich. Ich war jetzt nämlich nördlich gegangen. Frag mich bitte nicht warum, aber ich war jetzt nördlich gegangen. Südlich? Na gut, dann müssen wir es halt noch durchspannen. Wenn der Depth-Counter sagt, hier, das ist möglich, dann... Pass mir, Obacht, was ist denn südlich? Wir müssen nochmal so... Ja, ist die Frage, ist das offen? Da ist ja da herunten nur ein Punkt. Schlaf wäre gut. Oh, das stimmt, ja. Das ist absolut richtig. Wahrscheinlich sollten wir uns eher ein Bett zusammenbauen. Bauen wir uns ein Bett. Mittlerweile haben wir herausgefunden, wie. Was sind das für Blädel? Kleiner Blätterhaufen, die kann man gar nicht nehmen. Ja, super. Oh, die können wir nehmen schon, ja. Dauert mit der Obsidian-Klinge natürlich ein bisschen, aber das ist so wurscht. So, haben wir da jetzt Palmblätter, oder? Ja, oder werden wir 2 brauchen, nehme ich an. Ja, da ist noch eine Schiene. Sind wir gerade dabei. Chill. Kann ich jetzt da wieder nirgendwo ein Bett bauen wahrscheinlich. Hier, Bett, Palmblatt, jawohl. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Das ganze Klump her da. Und der wir gleich mal eine Runde heiteln. Herr Drehschleifer! Achtung! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, merci für deine Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich ihre Drehschleifer. Wer nicht mitmacht, hat keinen Drehschleifer. So. Muss gelangen, das pflanzen wir da schnell hin, den Bums werfen wir da hin. Herr Drehschleifer, merci dir. Ganz fest. Ich glaube, dass das gelangt. Merken wir uns das Bett da mal so grob. Die Frage ist, wie wir da runterkommen. Die Frage ist, wie wir dort runterkommen, aber ich glaube, wir müssen da gar nicht runterkommen. Ist das überhaupt Süden? Ja, es war schon Süden. Südlich in die Richtung. Wir haben so da und müssen wir da so oben. Müssen wir vielleicht eher da oben, also eher südöstlich. Sagen wir mal. Südöstlich, so in die Richtung. So da oben möchte ich. Nusserl aufstellen. Und man, hätte man vor dem Schlafen gehen sollen. Da sollen. War wieder absoluter Da ist irgendwas Da sind einige Sachen komisch. Okay. Let's have a look. Let's investigate that shit. Kimi, da schaut ein bisschen aus, als hätte man einen Weg. Legt's mir bloß am Arsch, wenn mir da jetzt wieder irgendein Mistviech anspringt. Ich schmeiß mit meiner Scheiße. Ah, da haben wir schon was gefunden. Was gefunden, dann sind wir gleich einmal unterwegs. Ich weiß nicht, wo die ganzen Tragen daher haben, aber das wird schon irgendwie zustande gekommen sein.
So, da wird's ein bisschen... Ah, nicht abschwammen lassen, nicht abschwammen lassen. Karte, neuer Ort. Please, Mia, I need you. Was ist das? Ach, das ist ein Karabiner, jetzt check ich's erst. Ich meine die ganze Zeit, das ist was weiß ich, was das ist da. Das ist ein scheiß Karabinerhagel, Grüezi, fix. Das wird dermaßen das Hirn ausgeschüttet, dass es zu spät ist. So, hier runterkraxeln, oder? Ja, sicher. Ja, ich hab kurz, ganz ehrlich, ich habe kurz im Kopf gehabt, so es schaut aus wie ein Rennstrecker. Was macht denn das für... Ich bin mir ja jetzt nicht sicher, jetzt haben wir aber kurz einen Horror-Oktober da. Ne? Tagebucheintrag. Scheiße. Alles wird immer seltsamer. Diese ganze Ausrüstung, woher stammt die? Die Karte hört bei dieser Zehnote, was ist eine Zehnote? Ich ungebildetes Arschloch! Ich weiß! Oh, er weiß wieder nicht, was eine Zehnote ist! Ich weiß nicht, was eine Zehnote ist! Und? Fackel wo? Ja, die ist im Ring ausgegangen. Die Karte hört bei dieser C-Note auf. Sag mir überhaupt C-Note, ich weiß nicht. Spreng ich später deinen C-Notenwitz. A-Note, D-Note, B-Note, C-Note, na. Nein, stop it. Die C-Note kommt noch... Ja! Warte! Ich muss es riskieren und tauchen, ich muss sie finden. Das war aber schon vorher, mehr haben wir da noch nicht gefunden. Sprechen ja gesagt, zu spät. Nein, ich hab's bei mir noch nicht gelesen, da hab ich schon gesagt gehabt. Haben wir wieder in irgendeinem Dschungelloch. Krumme ficken Hitler nochmal. Kommt man da überhaupt irgendwo hin? Da leicht was grün, das gehört für uns. Oh, wir haben einen Egel an uns, ja, sehe ich schon. Geht jetzt nicht unter. Der Froschermeister, schauen wir mal, da haben wir. Zack. Zack, zack, da ist noch einer. Angelfried. Stressen Sie sich mal nicht, die Jäger sind gar nicht so schlimm. Am Anfang sind sie scheiße schlimm. Jetzt werden wir erst mit die Energizer fressen. Warum nicht? Die fressen wir alle runter vom Baumstamm. Nimmst du schon sie leichten, du hast schon wieder die Würm. Viel Teufel. Aber die sind nicht die schlimmen. Das sind ja die guten. Oh, Energizer geht nur nach oben, oder? Ja. Easy going. Easy cheesy going. Ich bin jetzt da einfach mal so frei und folge dem weiteren Flussverlauf. Bitte kein Krokodil. Nicht in der Finstern. Bitte nicht. Schaut schon wieder so gefährlich aus, ist da. Schildkröte! Der hat mir natürlich nichts. Bist du deppert oder was? Lass dir die Schildkröte nicht rein. Oh, fucking hell. Ja, ich sag dich schon, stressen Sie sich mal nicht. Was hätte ich jemals für einen von euch länger braucht wie 3 Schuss, du Hurenviech, du Mistix. So, weiter geht's. Die Frage ist, wo wir hin müssen, so ein bisschen. Den wollen wir das da erkunden. Ja, wo soll ich denn da hin, Alter? 2 Handtaschen sind besser als eine, ist richtig. Ja, Alter! Mir ist für 68 Monate, oder einfach weil ich so wenig sage in letzter Zeit und weil mein 4. Enkel. Ach, du bist das! Du heißt da vor mir anders, du heißt da vor mir, Alter! Du hast doch anders geheißen! Weil der 4. Es ist so geil, es ist jedes Mal so geil. Stimmt, du bist wie. Ich hab mich schon gefragt, ob unser Community Senior uns verlassen hat. Der Fight, Alter. Du bist einfach nur mehr der Fight. Natürlich weißt du, wir können das vergessen, aber. Der Herr der Fighter, du musst wieder der Fighter nennen. Am Battle habe ich die jetzt erkannt. Die sind Sachen, die kann ich mir merken. Den Namen kann ich mir nicht mehr, weiß nicht, was es ist. Er kriegt den, weißt, ich sitze da als kinderloses Einzelkind, mit mir endet diese Blutlinie und er hockt da und hat 4 Enkel. Meine Damen und Herren, ich erzwinge ein GZ und ein Herzl in den Chat. Los! Ja, Eiergeier, mir ist wieder ein Euro. Am Montag ist überlesen worden, da probiere ich es heute nochmal. Vor Weihnachten habe ich noch gesagt, ich habe jetzt eine Meisterprüfung als Fliesenleger und ich habe es tatsächlich geschafft, aber jetzt rentiert sich das Arbeiten. Nice! Das GZ gilt dir und dem der Feind, Alter. Ja, Eiergeier, Entschuldigung, dass ich es am Montag übersehen habe, da ist es leicht aus dem Ruder gelaufen. Kuss auf die Nuss. So, weiter geht's!
Wo muss ich denn überhaupt hin? Was sucht man mir? Depth-Counter, du bist der Einzige, der nicht Herzal spammen darf. Du bist der Einzige, der mir jetzt schreibt, nach was ich suche. Nach was sucht man mir? Weil, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich jetzt da nicht jemanden hätte, der mir sagt, was so grob zum Tor ist, war ich immer noch am Flugfeld und dann warten, bis jemand kommt. Nach Süden. Okay, das ist Information genug. Nach Süden. Dann essen wir mal eine Kleinigkeit, die ich vorgeschlagen. Oh, der Bidon ist auch leer, gell? Weißt du, was wir da jetzt einmal schnittieren? Müssen wir unsere Wasservorräte auffüllen, das hilft alles nichts. Wir haben so viel gelitten in diesem Dschungel. Oh. So. Und einen Topf stellen wir auch auf. So, was haben wir da? Wasser, sauber. Das sauft bei mir jetzt erst einmal aus. Wir sind mal dabei. Schaut ganz gut aus. Dann schauen wir, was wir haben. Wir noch Fleisch dabei? Nein, ist kein Mannfleisch, hätten wir fressen sollen. Haarerfleisch ist auch im Arsch. Scheiß der Hund drauf, wir haben so viel Zeug, das klang uns überall noch hin. Dann fressen wir einen kleinen Schokoriegel, hilft nicht. Schoko! Wir brauchen aber Fett und Kohlenhydrate, gell? Da bauen wir mal schnell Verbände draus, warum nicht? Jetzt ist es eh schon leichter, kommt mir vor. Was denn? Das Spul? Ja, das ganz ehrlich, da haben wir uns durchgequält und irgendwann hat es geschnackelt und dann hast du so der Fang so und seitdem geht's schon. Nüffe. Ich hab hier die leckeren Nüffe. Einmal. Zweimal. Wie viel sind drin? 19. Dreimal. Viermal hoffe ich. Ja, Wasser ist sauber, Wasser ist sauber, Wasser ist sauber. So, das eine ist einschütten, das andere ist außertauchen, gell? Das war natürlich totaler Blödsinn. Da weiß ich nicht, wo ich jetzt hinklicke. Ich glaube, das ist richtig. 34. Ja, es hat eh schon wieder aufgehört. Haben wir noch eine Kokosschale? Ja. So, ab nach Süden um 1 in der Früh. Umzingelt von Kaimanen. Warum nicht? Da werden wir schon nicht schwimmen müssen, oder? Müssen wir da schwimmen? Bitte nicht. Bitte nicht. Wo ist Süden? Ah, da ist Süden. Okay. Was der Schubidu schreibt, gibt es ein Achievement. Ganze Sätze warten halt geil, weil ich keine Ahnung habe, was du sonst geschrieben hast. Hau die Rüben weg. Ein Wassersymbol ist auffüllen. Hau die Rüben weg. Ist da oben. Ach, die ist auch schon kaputt, gell? Zumindest sind es keine Männer und keine Frauen. Ihr seid flatteres Affen. Das ist alles, was ich weiß. So, nach Süden, aber was suchen wir hier? Was zum Teufel suchen wir hier? Scheiße, dass ich da so von Insel zu Insel hopsen kann. Das wird schon irgendwie hinhauen dann. Da hinten ist eine verdächtig große Fläche. Wo gehen wir mal da weiter? Ein Mandarin war nicht schlecht. Ja, hallo, wo ist eine kleine Sumpfinsel, ein Mandarin. Gib mir mal ein Mandarin. Und da, immer nur Süden. Ich meine, natürlich, früher oder später erkundst die ganze Map natürlich, schaust in jeden Winkel ab, das findest du dann schon. Aber so finde ich, ist bei der Story ein bisschen wenig. Oh, jetzt wird's. Stell dir vor, wie der da die. Das heißt, es ist da eine Kokosnuss runtergefallen für uns. Und der Nusserl ist auch runtergefallen, schau hier. Cojones! Schmeckt! Hilft uns aber einen Scheißdreck. Aber da ist da Fett drin? Ich weiß es nicht. Ist mir wurscht, aber Wasser können wir brauchen. Mein Gott. Spiel war so gut gewesen. Wenn dies nicht war. Coconut! Was gibt denn das eigentlich? Ja, Fett und Kohlenhydrate. Eine heben wir uns auf, das passt. So, jetzt pass auf. Na, Schildkröte lassen wir in Ruhe. Haben wir Banane? Banane. Wo ist Süden? Süden ist da. Aber wir machen um die Insel rundum steppen. Hoffentlich da nicht wieder irgendwo Schlangen auf die zulaufen. Schluss. Weil da wahrscheinlich rennen da Viecher, die größere Probleme sind umeinander als die gestungene Scheißschlangen. Nehmen wir nochmal so ein Heilpflanzerl. Da geht irgendwas. Was geht da? Was geht? Da ist ein Ameisenhaufen. Ein Gürteltier. Ja, ich hab schon gesehen, dass da der Ameisenhaufen ist. Lass mich in Ruhe. Oh! Here we are, ladies and gentlemen. Banana. Was tut denn da so?
Ich wollte gerade, ich warne dich, du. Nein. Da haben wir ein Ayahuasca-Dingsbums. Bumsinger Sepp. So, die Frage ist, wo ist die Schüssel? Mann! Schüssel! So, die Frage ist nun, wie kommen wir da rein? Das ist, was der Cross schreibt. 1100 Leute da und nur 433 Likes, das verstehe ich nicht. Könnten Sie bitte mal den Like-Button betätigen? Verdammte Lurker, hallo? So, die Frage ist jetzt, wo ist die Schüssel für das Ding? Da liegt da das Viech davor, das ist auch, glaube ich, immer so, wenn mich nicht alles täuscht. Maybe this shit is this hier. Wo haben wir denn überhaupt? 25, 31. 25. Wir haben da auf dieser Insel, das heißt, wir müssen Westen. Westen übers Wasser. Hä? Westen übers Wasser. Das war jetzt, hätte jetzt aus irgendeinem Grund der ich war wahrscheinlich da hintergegangen. Unter der Insel ist auch was. Wie unter der Insel? Ich gehe jetzt da mal nach Westen zu dem roten Punkt. Im Westen was Neues. Hab ich kurz gebraucht, gib ich zu. So, wir schnell her. Das ist straight Westen, gell? Was meint ihr mit Ja, das machen wir nicht in der Nacht. Das machen wir nicht in der Nacht, Kinder. Da sehe ich nichts, wo ich hinschwimme. Ist das da Westen? Da ist ja irgendwo, muss ja da was sein. Kleines Lager war nochmal cool, dass wir nochmal vielleicht 2-3 Stunden schlafen könnten, dann war uns auch. Was passiert denn? Irgendwas faucht. Was war das? Mistviech des Schissens! Boah, leck, Alter, ist das mies. Alter, ist das mies gemacht, wenn's stockfinster ist und das Mistviech faucht unter Wasser umeinander. Das war der Mani. Jetzt ist er ein guter. Das ist ja die dritte Handtasche. So, ich habe das Gefühl, dass ich da aber richtig bin mit meiner Fuschi. Annahme, dass das da... Nein, es ist halt so finster immer, das nervt mich jetzt dort. Jetzt schauen wir, wo wir sind genau nochmal. Sind wir 2031, 27... Oh nein, wir haben ja schon da. Das heißt, wir müssen eigentlich ganz in den Süden runtergehen. Das heißt, in diese Richtung an dieser Felsspitzen. Da ist irgendwas markiert, aber was ist da markiert? Was ist hier? Ist hier was? Bruder, ist hier was? Hallo? Hab das Gefühl, ich bin zu weit südlich. Da ist der Papageiensepp. Ja, wie weit kann man jetzt da noch südlich gehen? Da ist die Map Goa. Da ist jetzt einfach die Map Goa. Was soll das denn? Hallo? Machen wir das Licht lauter, ja? Neue Deal. Cojones. Mia, you're not gonna believe this. Shit. Hello? Is there any Congo Mongo around? Hallo? God Rays kicken hart, das ist richtig. 5 Noob-Sekunden, was sind God Rays? Das sind diese Lichtstrahlen, die durchs Gebüsch kommen und das schaut richtig gut aus. Kannst du sagen, was du magst? Vielleicht ist das Spiel auch schon ein paar... Möchtest du mich eigentlich nur noch verarschen? Wie viele scheiß Maps kämen denn da noch? Oh ja, am Freitag haben wir nichts mehr zum Tor. Jetzt ist es 3:10. Brief, ich hab jetzt keine Zeit zum Lesen, weil ich wieder umfall, währenddessen ich lese. Militärration. Ja, dann fressen wir es halt gleich. Was weiß denn hier? Da ist alles drin wahrscheinlich. Brief lesen, gibt's da ein Bett? Ja, Dosenfleisch. Dosenkäse. Da speichert man direkt. Da gibt's einen Haufen Klump zum Lesen. Militär, ja, lass jetzt da links, du scheiß Wurscht. Da haben wir sogar neue Stiefel, hätten wir. Was haben wir da? Aufnahmegerät? Alvarez, report number 3. Alvarez, Report. Camp Omega is now up and running. I checked the perimeter with Vega and found nothing alarming. So far, we've both been
basis every 5 hours. Most of the team is unproblematic, but I'm not sure if it was a good idea to take the Higgins with us. We've only been here a couple of days, and I'm already sick of the good doctor's ramblings. He is only focused on his wife. Vega and I will keep an eye on him. End of report. Was zur Hölle stimmt hier nicht? So, jetzt sind wir in der Früh. Wir lesen jetzt die Briefe und dann schlafen wir. Wo waren die Briefe? Was ist hier los? Wir müssen ja die Leute kennen, das gibt's ja nicht. Abteilung Feldprojekte. Philip Smith, Änderungen in der Berichterstattung. Aufgrund von Verbindungsproblemen müssen ab sofort sämtliche Berichte als Audiologs aufgezeichnet werden. Berichte müssen eine Nummer, den Namen der des Berichtenden und einen Standort enthalten. Die Anzahl der Berichte bleibt Ihnen überlassen und richtet sich nach eventuellen Entwicklungen. Audiologs werden einmal pro Woche mitsamt den Proben eingesammelt. Das Flugzeug landet weiterhin donnerstags um 12 Uhr UTC. Audiologs müssen detailliert beschriftet, sicher verpackt und versandbereit an den Piloten übergeben werden. Warum? Dr. Smith, report number 23. Again, it's about Higgins. His behavior is starting to spiral out of control, and his obsession with his wife's health is disrupting the team's work. Once again, I want to make it clear that I don't have the professional knowledge to diagnose him, but I suspect a mental breakdown. It's getting worse with each day. Should I put him on medication? We have some sedatives on hand. Please advise. Oh, I almost forgot. I've packed all the specimens according to the new guidelines. I hope this time they will reach their destination without any problems. End of report. Je mehr sie eine Scheißzettel ich finde, desto weniger legt dir hier doch für einen Freitag noch einen zweiten Spielstand an. Wo da jetzt? Warum ist das größte Lager, wo man finden kann? Schauen wir uns nachher an, aber das mit den Speichersteinen ist gar keine blöde Idee. Herr Matze! Liebe Grüße aus Sachsen-Anhalt! Übrigens das letzte Bundesland mit irgendeinem Verstand auf dem Planeten. Was? Bist der beste Bürger weiter so? Jetzt Moment mal. Bist du ein ausgezogener Bayer in Sachsen? Oder bist du ein OG Sachsen-Anhalt-Dude? Und ich weiß übrigens, weil mir der Trennschleifer gerade schreibt, UTC, Coordinated Universal Time. Habe keine Ahnung, was das ist. Aber, verstehe ich nicht. Wieso geht zu dir, Lassie? Was? Herr Matze, Kuss auf die Nuss, merci für den Fünfer. Herr Mystix, merci für den Euro. Ja, ich fange jetzt auch damit an, wie nennt man einen Hund ohne Viers? Ist eh wurscht, kommt sowieso nicht. Den haben wir doch sprichwörtlich vor einer Stunde schon gerade gehört. Herr Mystix. Goddammit! Einfach Florian, danke. Was lasst ihr an Florian? Lasst mir die Florians in Ruhe. So, Ziel lesen. Um Gottes Willen. Abteilung Feldprojekte, bla bla bla, Evakuierungsbefehl. Gemäß Bericht Nummer 37 bis 39, die bestätigen, dass die Mission aufgrund des fehlenden Y-Objekts nutzlos geworden ist. Bericht Omolu Corp. Sämtliche Arbeiten in diesem Gebiet ab. Ihr Befehl lautet, die Basis zu evakuieren. Alle Einheiten haben sich am Donnerstag um 12 Uhr UTC, Coordinated Universal Time, an Bord des Flugzeugs einzufinden. Verzögerungen oder eine Evakuierung zu einem anderen Zeitpunkt können nicht berücksichtigt werden. Sämtliche Ausrüstung ist vor Ort zurückgelassen. Dann ist mit uns irgendeine Scheiße passiert. Ich sag das, wie es ist. Ich glaube, dass die uns sediert haben, irgendwo hingeworfen haben, weil wir einer nur auf den Sack gegangen sind und sie sind abgehauen. Sobald die Expeditionsmitglieder zurück sind, müssen sie sich umgehend einer einjährigen Quarantäne unterziehen, die sie zuvor in ihren Vertragsvereinbarungen zugestimmt haben. Jegliche Versuche, den Quarantänezeitraum zu vermeiden oder abzukürzen, sowie die Weigerung, Tests durchzuführen zu lassen und abschließende Berichte abzuliefern, werden als Vertragsbruch bewertet. Folgendes ist strengstens untersagt. Kontaktaufnahme mit den Medien. Kontaktaufnahme mit Leuten außerhalb der vorgegebenen, dem Projekt zugewiesenen Gruppe. Kontaktaufnahme mit anderen Forschungseinrichtungen. Offenlegung jeglicher Informationen über die im Auftrag von Omolu Corp durchgeführten Arbeiten. Vertragsbrüche und oder Verletzung der Verschwiegenheitsvereinbarung, ich liebe unsere Sprache, werden hart bestraft. Was ist hier los?
So, haben wir den da schon gelesen? Ah ja, das war die Hinweis, dass man die Audiologs und so weiter dementsprechend machen soll. Gut. Haben da mehrere wie 2 Briefe drin. Wir können ja wunderbar da schlafen und so. Da haben wir einen leckeren Tee. Das können wir alles umeinander liegen lassen, drauf geschissen. Die Taschen, kann man die Taschen aufmachen? Nö. So, gibt es da noch was anderes? Da gibt es noch andere hier, wenn auf der anderen Seite. Na, was da drin los ist. Maus, wenn ich das so abpfeife, sonst kriege ich einen Vogel. Jetzt haben wir hier Dosenkäse. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht! So, gehen wir da noch rein, was ist da drin los? Nein, auf 50er habe ich noch 50 Jahre. Was? Für was waren denn die Schwammerl gleich wieder? Wie haben wir sie genannt? Indigo-Pflanze. Verstehe ich nicht. Okay. Egal. Kann man da aufmachen? Das ist ein Haus. Michi, wissen, was da... Was ist hier los? Was ist hier los? Ach nö, lass du die arme Schildkröten in Ruhe. Aufnahmegerät? Dr. Smith, report number 26. Observations on Quassia amara. A shrub from the Samarubaceae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics: its flower contains chemical compounds, quassin among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other medicinal properties. Apart from its terrible taste, the plant doesn't have any other distinguishable features. Of course, a sample along with full biochemical analysis will be included in the nearest transport. End of report. Da sind die Viecher eingesperrt, da ist die Spinne drin. Was ist das da? Das sind irgendwelche Blüten, das sind Tabletten. Jetzt müssen wir dann langsam schlafen gehen, aber das ist nicht schlimm. Haben wir alles da. Die haben halt da die Viecher und Pflanzen gesammelt und überprüft. Ja, das ist ja unser... Da haben wir noch was. Dr. Smith, report number 27. Dr. Schmidt! Observations on Guanabana, a small tree in the Annonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers, oval fruits up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles, white creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics: very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even antidepressant properties is very promising. I'm not sure if I should get our hopes up, but some of the plant's substances can even destroy cancer cells. I want to keep my professional cool, but for the first time, I feel that we are actually close to discovering what we're looking for. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on guanabana first. End of report. Okay. Okay, so this goes here. Now I just need the right sample. Hä? Was für Sample? Banana? Analyzing Index Data, Half-Life. Fail. Ja, Alter, wie soll ich jetzt da? Soll ich da jetzt jedes Item aus dem Spider einstecken, oder was? Ignorieren bis Freitag? Also ist das nicht wichtig. Okay. Es ist halt jetzt wieder so weit, dass ich da sitze und mir denke, ich bin lost as fuck. Ich hab keine Ahnung, was ich da soll.
finde mir. Okay, jetzt wieder raus da. Jetzt müssen wir erstmal schlafen. Was sagt ich? Müssen wir schlafen, aber sonst kippen wir um. Jetzt kannst du Fauna und Flora nach einem Gegenmittel durchsuchen. Ja, ich denke mal schon, dass das eher, ich glaube nicht, dass das storytechnisch wichtig ist, sondern eher, wir bauen halt unsere Insel dann da aus. Wir bauen da unseren Turm. Irgendwo da. Das ist kurz vor dem Ende. Da Orange rein, dann hast du Blutorange. Der Freitag da wir Turm bauen, muss da schon ein bisschen mir geben. Schau dir die Map an. Da ist halt noch was Verdächtiges. Hätte ich vorgeschlagen. Unser Ayahuasca-Loch haben wir ja da auch noch. Da ist eine Höhle. Oh, noch Blutegelkacke an die Sauf. Das schaue ich schon gar nicht mehr. Weil wir haben ja eh ganz gehabt. Oh, das ist noch nicht alles gewesen, okay. Ja, gehen wir mal. Das ist nicht ansatzweise alles gewesen. Pfui Teufel. Jetzt ist wieder gut. Den dritten Teil der Map. Ach, wir haben ja eine neue Map gefunden. Stimmt. Entschuldigung. Stimmt. Jetzt müssen wir aber erst einmal schlafi. Speichern, schlafi. Da haben wir doch irgendwo speichern können, ja. Ja, Kinder. Wer ist dafür? Sperren wir es heute noch durch, oder was? Sperren wir es heute noch durch, oder was? Ist es zeitlich machbar? Vor 11, bitte. Dann schlafen wir wahrscheinlich wieder bis um 1 in der Früh. Was, das der wir jetzt zweimal. Kann man zweimal hintereinander schlafen? Ich weiß es nicht. Wir probieren es. Jetzt essen wir was, trinken wir was und dann schlafen wir sofort nochmal, bis es endlich 7 in der Früh ist und dann passt es. Jetzt schauen wir mal. Haben wir fei genug zum Fressen da. Schau mal. Regnt's noch? Nein, tut's nicht. Aber jetzt essen wir einfach schnell ein bisschen was. Essen, da ist alles drin. Militärration, jawohl. Da unten ist, glaube ich, noch Dosenklingen. Ist eigentlich scheißegal, wir haben so viel Klump. Dass mir einfach wurscht ist. So, passt. Wie schauen wir da aus? Ja, Getränk ist nicht ganz so. Jetzt trinken wir mal. Dann haben wir topfit, wunderbar. Und dann pennen wir nochmal. Was sagt denn der Depth-Counter? Vor 11 Jahren. Okay. Das ist in Ordnung. Und dann schlafen wir nochmal 3 Stunden. Blub. Dann sind wir der ausgeschlafenste Huren, der umeinander läuft. So, 6, 7, 7:30 Uhr passt. So, hier sind wir. Lass uns mal speichern. So, und jetzt schauen wir uns den dritten Teil der Map an. Okay, wir sind da. Wo müssen wir denn da noch überall hin? Ich glaube, da haben wir schon vorbei. Wir sind jetzt da. Das ist Omega. Da haben wir irgendwie nichts gefunden. Das weiß ich nicht, was da los ist. Dann da die jetzt da südwestlich, westlich, nördlich geht zum H und dann da oben und da rauf. Macht das Sinn oder macht es keinen? Nap und Uhr? Was, Nap und Uhr? Zweiter Spielstand für Freitag. Achso! Ah, ist recht. Nehmen wir den ganz unten. Zweiter Speicherstand nicht vergessen haben wir. Der Sheldon Cooper kommt aus Singapur. Oh. Muss ich jetzt schlägern? Ich probier's. Ich schau was. Den komme ich ja nicht aus, oder? Wie viel sind sie? Mei, bleib doch mal stehen, hä? Vollidiot. Wir weisen, dann muss ich die 25 Pfeile in der Weggeschichte umeinander schießen. How about that? Ausnehmen tue ich euch jetzt nicht mit dem... Wo der drauf hat, der Pfeil.
Da, Manni, müssen wir mal kurz, warte mal, du mit die... Wieso macht der keinen... Jetzt. Ich mag meinen Pfeil wieder haben. Kongo Mongo. Den Pfeil kriegst du nicht von mir. Da passt, hier, kleiner Stock, brauchen wir auch nicht. Wo ist der Rest von dem Deppenhaufen? Pfeil. Obsidian Knochen, nimm's mal mit, ist ja wurscht, was findet man da sonst noch so? Da noch ein Pfeil, die haben wir ein gutes Werkzeug dabei, der hat auch einen Headshot gefressen, wunderbar. Und 2 Unicorns waren, wegtragen kann man die nicht, gell? Trophäe einsammeln, ne. Gehen wir weiter! Oh, da haben wir wieder irgendeinen Bums an uns dran. Das ist nix, das ist auch nix, ja. Lettich. Wunderbar, wie schaut unser Essen aus? Ja, ein bisschen was kann man schon brauchen, gell? Essen wir mal eine Nuss. Ein wenig eine Nussal. Und was wir da müssen fast, ist gerade folgendes. Das müssen wir jetzt kurz mal, uns geht das Wasser aus. Uns geht's Wasser aus. Das hilft uns leider alles nichts. Da müssen wir jetzt ein bisschen, was ist denn das eigentlich? Tee! Sammeln! Ich sammle den Tee. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich Tee sammle. Dann haben wir Teebeuteln. Leere Dose. Die brauchen wir auch nicht. Das ist weg. Wo ist der Bidon? Bidon! So, da wo das Wasser trocken ist, füllen wir auf. Das dauert natürlich ein bisschen. Die Kokosnüsse sind ja nicht sofort voll. Das ist ja klar. Außergesuffen. Wie viel bringt uns das? Sauber. Oh, ja. Wurscht, wie sind wir beieinander? Ja, das bringt nicht viel. Die müssen wir ein bisschen. Weißt du schon? Wakanda forever. Pfeilhagel und er singt in Ruhe weiter. Komischer Kongo-Mongo, ich hab's mir auch gedacht. Hey, ich will ja niemanden mit dem Finger zeigen, so. Aber, das hätte man besser machen können. 35. Da ist ja nichts drin. Hat schon wieder aufgehört zum Ringen. Hilft eh nicht. So, Topf leer, ist aber immer noch Wasser drin. Gut, ein optischer Bug. Ist da was drin? Nein. So, wo müssen wir hin? Süden, lass mich noch mal schauen, wir sind da irgendwo, da müssen wir jetzt eigentlich noch straight nach Westen, da müssen wir jetzt eigentlich da irgendwo durch die Steine durchgehen, wenn das da stimmt, was da auf der Karte steht. Schauen wir mal, vielleicht weiter unten. Schauen wir mal weiter unten! Kann man das Menschenfleisch analysieren? Ich kann es slängen und dann hätte ich da Menschenfleisch, ja. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man, muss ich vielleicht klettern, hä? Ah! Ich hab's noch gehört, Grüezi, fix, du Mistviech, du Angst! Ja gut, wir haben ein Schmerzmittel, passt schon. Zack, passt schon. Du musst zu A1. Da müssen wir um, okay. Dann straight nach Osten. Zurück zum Lager, straight nach Osten. Da war dieses Ayahuasca-Zeug, gell? Aber die Schüssel haben wir nicht gefunden, wo man Ayahuasca machen kann. Was ich aber weiß, ist, wir brauchen die Psychotika-Scheiße dafür. Ich weiß nicht so recht, wo wir das finden. Lass mich gucken. So. So funktioniert das nicht. Wir haben jetzt da genau am Lager. Genau am Lager Richtung... Na, da oben war das Ayahuasca-Ding. Das ist eine komplett neue Insel. Also einfach straight. Warte. Und da oben, das hilft eh nicht. Wir müssen umschwimmen. Ab nach Nüden. Bitte einmal abdampfen nach Nüden! Abfahrt nach Nüde, solange wir nichts anfaucht, ist mir das alles wurscht. Wobei bis jetzt war der Kaimanbärt noch nicht die größte Bedrohung bis jetzt. Die Miezi finde ich schlimmer. Bis jetzt. Der Kaiman ist noch nicht ausgeflippt. Weißt du, was wir da herunten aber fürs Lager am Freitag, was heißt Lager, einen Turm bauen? Wir werden am Freitag nicht 4 Stunden lang einen Turm bauen. Okay, das ist mal das Erste. Aber wir bauen einen Turm. Wie weit, dass wir in 2 Stunden kommen. Das wird dann kein Stream in Überlänge, aber es hilft ja nicht. Here we are, boys. Let's get some ayahuasca into our face. Dann brauchen wir erstmal ein kleines Feuer. Wir haben natürlich Experten im Feuer machen.
man ist es so klar. So, hier, rein damit. Aber wir brauchen das Psychotika-Scheißklump. Liegt das zufällig da irgendwo umeinander oder muss ich das wieder suchen? Ist hier irgendwo der rote Bärle-Scheiß? Wir konnten am Freitag 4 Stunden Turm bauen. Das kann man machen, ja, aber ich glaube, das mag ich nicht. Herr Kone, wir sind in Zwiebel. Ja, hallo, Grüße aus dem Landkreis Rosenheim. Woher auch sonst? Schöne Grüße zurück. Kuss auf die Nuss. Danke dir. Ein Mandarin! So, Psychotika, ich lebe schon seit 42 Jahren in Sachsen-Anhalt, gebürtig aus der Nähe von Magdeburg. Es ist mir ein Fest. Und du verstehst alles, was ich sage in unserem, vor allem wir schreiben auch viel. Gruschelt mich ja nicht voll da, weil ich da sofort einen Speer in die Fresse habe. Egal was gruschelt, das stirbt. Und du verstehst alles, was ich sage. Das ist eigentlich das Faszinierendste. So, und im fetten Baum hat es die Scheiße da gegeben. Ja, die brauchen wir einmal für Ayahuasca, das weiß ich noch. Ein paar Baum umhackeln, aber das komische Psychotika. Die werden doch nicht das da herbauen und dann gibt es auf der Insel da keinen so Psychoscheiß. Glaube ich nicht. Der kann ja, alles in der Umgebung, was brauchst. Damit, das war doch so eine kleine. Was ist denn das eigentlich? Stachel-Anonenfrucht. Ist hier gut. Eingefressen. Easy schon, ja. Nein, versteht nichts, aber es ist ja nicht wichtig. Das war eigentlich das Geilste ever. Das war das Lustigste ever. Da sitzt wirklich jemand, der sehr weit weg von Bayern verständlich ist und schaut sich das so, versteht kein Wort, aber denkt so, ja, ist geil. Die anderen labern nur Scheiße, er labert auch Scheiße, aber wenigstens verstehe ich nichts. Passt, Spei. Gibt mittlerweile Übersetzung mit KI auf YouTube. Gut, die ist immer noch ein bisschen in den Kinderschüchen. So ehrlich muss man auch sein. Da, du kann! Auf der Scheißinsel gibt es das Psychotika-Zeitkraut nicht. Ich sehe es zumindest nicht. Seht es irgendjemand von euch? Ich sehe es nicht. Südwesten auf der Insel. Ist das ein fester Spawnpunkt, oder? Habt ihr schon nicht gesehen und ich hab wieder irgendeinen Scheiß gelabert und nicht aufpasst. Ist das da auch Psychotika, das rote Zeug da? Das da? Das haben wir noch nicht ausprobiert, gell? Das probieren wir aus! Hau den Baum um! Brauchen mehr Holz. Ja, wurscht. Außer mit dem Schund. Bitterholzblüten. Nein, das war's nicht. Stockri können wir gleich mal mitnehmen. Können wir brauen. Da tun wir Stockri hier, Stockri da. Mussten Söllner fragen, der hat sicher, ja, keine Übersetzung. Ich bin's der Bürger, ich bin's der Birch. Ja, genau, so wird's laufen. Das darf ich nicht, keine Sekunde in Frage stellen. Da die das. Tja, stehen wir da. Haben wir keinen Psychotika-Scheiß. Schildkröten hätten wir. Kann man die auch zählen. Dafür, dass deine Geschimpfe filtern und die Streams markieren, gelangt's, oder nicht? Das ist absolut richtig, ja. Ist tatsächlich richtig mittlerweile, ja. Also es ist schon viel besser wie das verfilmt. Das ist kein Psychotika-Scheiß. Ich find's nicht. Sorry, ich hab mich verschaut. Ich hätte jetzt auch da kurz vor der Weiden hätte ich auch gesagt, aber das ist ein bisschen das ist schwach. Sag ich, was ist, dass auf der Insel nicht zwangsweise ein Spawnpunkt von dieser scheiß Psychotika-Pflanzen ist, das nervt mich jetzt schon wieder ein bisschen. Warum da ein Stock drin hängt, das weiß auch keiner. Aber mehrere Leute von euch, was haben wir da? Clitorus plumbus. Was haben wir uns da Ding vor 4 Wochen? Ich weiß es nicht. Ach geh, jetzt muss ich da die scheiß Bärle wieder irgendwo am Arsch der Welt absuchen. Das ist ein wenig, Such auch die ganze Insel ab, die ist da. Ich bin doch jetzt schon 3 Mal rundum gelaufen und sehe keine. Ich bin doch schon 3 Mal rundum gelaufen jetzt. Ja. Laufen wir mal rundum ein bisschen netter am Storkreis, vielleicht ist da eine dort. Da kriegen wir mit. Ja, da frisst man noch eine, bevor es einen Sommer hat. Aber ich habe jedes Mal eine gefunden gehabt. Ihr schaut ja auch zu, ihr sagt es ja auch, dass ich keine finde. Und die haben jetzt eigentlich auch nicht so schwarz zum Finden, um ganz ehrlich zu sein. Die blitzen nicht so dermaßen rot aus, dass es spät ist. Ist dieser große vielleicht? Na. Och. Hab ich noch eine? Na, dafür haben wir einen Haufen Scheißdreck. Krötenlecken? Kann natürlich auch funktionieren, aber ich glaube, das geht eher nach hinten los. Ja, keine Ahnung, dann schwimme ich jetzt da auf die Insel um mich. Das hilft eh nicht. Was soll ich machen? Soll ich machen? Aber wenn du überlegst, wie schlecht KI-Videos vor 3 Jahren war, Will Smith Nudel essen und wie gut das heute geht, ist schon arg. Und jetzt stellst du dir mal vor, wie es in 10 Jahren ausschaut. Gibt dir ganz ehrlich, und das kann ich absolut verstehen, auch ich tue mich ab und zu hart,
ich habe manchmal Probleme, sofort zum sehen, ob das ein KI-Beitel oder ein KI-Video ist mittlerweile. Und jetzt wartest bloß mal nochmal 5 Jahre. Du hast überhaupt keine Chance mehr wahrscheinlich. Das Ding nehmen wir schon mit, das haben wir schon wieder mal brauchen können. Kein Platz im Rucksack, herzlichen Glückwunsch. Ach geh, wir kriegen jetzt diese scheiß kleine Dreckspflanzen da her. Sowas nervt. Da nervt's mir jetzt. Ich möchte einfach nur das Ding da machen und das noch anschauen. Aber so wie mir das anschaut, haben wir dann am Freitag noch was zum tun. Das hilft eh nicht. Also wenn ich da jetzt bis um 9:15 keine so scheiß Pflanzen finde, dann machen wir es am Freitag. War eh ein schöner Cliffhanger. Aluhut incoming? Wieso kommt da Aluhut incoming? Was hat das mit dem Aluhut zum tun? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Es gibt auf diesen Drecksinseln keine verschissene von diesen Pflanzen. Bin mir aber wo ich das Ende sehen, mach mit da. Ja, ich arbeite dran! Zahle mir, gib mir Mühe! Aber wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns das Ende für... Nimm halt die Bitterblüten. Das sind ja die Frischen. Das sind ja die Frischen. Kleine rote Pflanzen ist. Psychotika heißt. Da ist auch wieder keine. Mein Gott. Maden. Sie nennen mich nicht eine Made. Da hinten ist noch gerade, ich finde sowieso nie wieder zurück. Ich weiß überhaupt nicht, wo hinten vorne ist. Aber ja, wird schon passen. Wird schon passen. Im Jahr ist ein Hirt, wenn du jeden Tag ein Video kriegst, in dem der Uschi sagt, wie sehr das die weh. Zurück zur Steininsel über Seng. Verstehe ich nicht. Iron Maiden, Private Schneewittchen. Ich weiß nicht, von was ihr redet. Ihr redet manchmal schon wirklich confuses Zeug in diesem sogenannten Chat. Ist die... Ja! Geht doch! Man muss bloß irgendwie an der 4. Insel und im letzten Dreckseck unten schauen. Dann findest du eine. So, und wir finden jetzt da jemals wieder heim. Ist das die richtige Insel? Da ist auch wieder ein Storkreis. Ja, freilich. Honey! 500 Likes, 1000 Leute, da läuft was falsch. Schau, da läuft auch was falsch. Die Leute sind like-müde geworden. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Leg gut verstecktes gute Zeug. Ja, ich hab's gefunden. Aber ich hab gemeint, wir haben 3 Inseln weit weg von unserem... Ja, geil. Stell es einfach nicht in Frage, Birger. Dann nehmen wir ein paar Stockris noch sammeln. 2 dünne Stockris. Geben Sie mir ein Stocki. Ich hau das hier kaputt. Mach hin jetzt! Ich möchte wissen, was da los ist! Ein wunderschöner Schmetterling. Die blauen Pilze sind super gut. Ich hab's auf... Oh, tatsächlich. 2 Kohlenhydrate, 10 Energie. Fress ich! Oh, die sind tatsächlich super gut. Sehr gut! Die haben wir schon oft gesehen, die haben wir noch nie benannt und noch nie gefressen. Ich weiß nicht, was da wieder schief gelaufen ist. Aber gut, ist mir wurscht. 2 Stocki. Bitte geben Sie mir 2 Stocki. Haben wir noch einen Stocki irgendwo? Hallo? Ah ja. Stocki. Den können wir sammeln. Da habe ich doch gerade draufklicken können. Hallo, jetzt halt. Stocki genug, da müssen wir ein Feuer machen. Dann machen wir ein Feuer mit unserem Handbohrer, den wir immer noch seit Stream 1 haben, glaube ich. Die haben auch unzerstörbar, die Scheißdinger. Oh, hier, Faser. Eine mit der Faser, was werden sie denn eigentlich rund um alle Dinger, wenn nie mit der Bananenrüstung umeinander reden? Naja. So, Ayahuasca zusammengeschissen, da kommt noch mit der Bums rein. Oh no, hab ich jetzt da geschmissen. Na, warte mal. Ach so, das macht er automatisch. Ich hab nicht gewusst, dass wir das... Haben wir bloß 2 Mal gemacht bis jetzt. So, ab in den trippigen Trip. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Das kleine Kongo-Mongo-Kind rennt mit dem nackerten Arsch wieder irgendwo mal an. Bin schon da. Oh, ist wieder lila langsam. Bin ich aber gespannt, du.
Okay. Hoppala, Umbackerl! Was muss denn umbacken? Ich verstehe dich nicht. Du hast das Papageien. Die armen Vögel, Alter. Oh, wollen wir das eventuell alle mir? Vollsprint! Ja. Flashbang. Sind wir schon You unterwegs? know what the worst part about this disease is? The doctors gave me 6 months. How am I supposed to live my life when time is running out? How the fuck do I... Ja. I just... Wem erzählst du das? I can't do this anymore. I wake up next to you every day, knowing there's no future for us. I just can't take it. The pain, I want to end it and just be done. It feels like someone is holding my heart in an iron fist and I can't breathe. I just lie there and look at you. Ich hoffe, ihr habt jetzt selbstständig da ein bisschen mitgelesen, damit ich das nicht auch noch vorlesen muss, aber anscheinend ist sie gesund. Keine krebsartigen Veränderungen gefunden, zugrunde liegende Erkrankungen und Komplikationen, keine Behandlung, eingeleitete medizinische Behandlung und Eingriffe, CT-Scans des Brustkorbs haben keine Tumore in der Lunge gezeigt, Lunge, Luftröhre und Hauptbronchien sind unauffällig, Ergebnisse des Bluttests sind ebenfalls unauffällig, eingeleitete chirurgische Eingriffe, Patientin wurde entlassen. Jetzt 3 Feiern gleich durch. Breaking News, the extraordinary discovery of Jake Higgins. Was haben wir discovered? Für die Leute, die dem Englisch nicht ganz mächtig sind. Extrablatt! Eine außergewöhnliche Entdeckung von Jake Higgins. Wie kommt da in die Nachrichten? Warum? Ja, Patientenkarte habe ich schon gelesen. Was soll jetzt da? Kann ich da wieder rausgeben? Okay. World News. Mundo. Und Mundo, im Mundo und Mundo herum. Mundo goes where he pleases. Wissen nur Pro-Gamer, was damit gemeint ist. Eine neue und bessere Welt. Es ist geschafft. Omlo Corp hat eine neue Ära der Menschheitsgeschichte eingeläutet. Die Herstellung des revolutionären Medikaments hat begonnen und schon bald wird der Kampf gegen Krebs... Die suchen da nach einem Gegenmittel für Krebs. Alles begann mit dem reisenden Jake Higgins, der nach Amazonien ging und das Geheimnis der ewigen Gesundheit zurückgebracht hat. Nachdem er seine Funde mit Omlo Corp geteilt hatte, hat das Unternehmen sofort mit der Erforschung eines neuen Medikaments begonnen, das Krebs ein für alle Mal heilen wird. Eine der schlimmsten Erkrankungen wird... Ich sage euch jetzt mal was. Wenn auf diesem Planeten ein Mittel gegen Krebs gefunden wird, wird derjenige, der es gefunden hat, 5 Sekunden später nie wieder gefunden. So. Dass Krebs ein für alle Mal heilen wird. Eine der schlimmsten Erkrankungen wird bald vollkommen ausgemerzt sein. Ich glaube, das ist die schlimmste Krankheit. Es mag schwer vorzustellen sein, doch die Ergebnisse der Tests sind eindeutig. Das Heilmittel wirkt tatsächlich und führt zu einer völligen Genesung. Und das ist erst der Anfang. Die medizinische Revolution nimmt an Fahrt auf und mittlerweile wurde bereits die Forschung zur Ausrottung anderer Krankheiten in die Wege geleitet. Dank Omlo Corp ist das Unmögliche möglich geworden. Und so stehen wir heute vor einer einzigartigen Gelegenheit, die der Menschheit eine nie dagewesene Langlebigkeit und Gesundheit bescheren wird. Kann ich da jetzt jeden Scheißdrecksbericht lesen oder wenigstens plus 2, 3? Ja, da. Brazilian Dream Coming True. Ach, Kim, Alter. Das mag ich jetzt nicht lesen. Mag ich jetzt nicht lesen, dafür lesen wir das noch. Zumindest weil ich überlege, Not knowing the cost. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? Jetzt habe ich den ersten Satz nicht gehört. Ich überfliege es jetzt kurz. Wer es durchlesen möchte, kann übrigens da auf Pause drücken und das selber in Ruhe durchlesen.
Steht im Grunde dasselbe drin, das sind halt 3 verschiedene Zeitungen. Niemand hat geglaubt, dass Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Heute wissen wir, dass Omolocorp mit Hilfe seiner Entdeckungen die Welt verändern und die Menschheit von der Bürde der Krankheiten und des Leidens befreien wird. Sammy leidet an akuter lymphoblastischer Leukämie. Er ist erst 4 Jahre alt und hat den Großteil seines Lebens im Krankenhaus verbracht, wo er eine Chemotherapie und endlose Nadelstiche ertragen musste. Ich mag die Scheiße eigentlich gerade überhaupt nicht lesen. Eine Knochenmarktransplantation ist seine beste Chance auf Genesung, doch Sammy ist, wie 1000 andere kranke Kinder, nicht für den Eingriff geeignet. Der Kampf um die Leben dieser jungen Patienten ist ein grausames Rennen gegen die Zeit. Völlig unerwartet hat sich nun Omolocorp eingeschaltet und die zeitnahe Veröffentlichung eines neuen Medikaments angekündigt, das die Behandlung von Krebs so leicht wie die Heilung einer Erkältung machen soll. Das ist ein wahrer medizinischer Durchbruch, der das Schicksal der Menschheit verändern wird, indem er eine der schwersten Krankheiten überhaupt auslöschen wird. Gut, jetzt kommt die nächste. Gibt es wirklich Hoffnung für Sammy? Aktuelle Prognosen der Ärzte sehen eine Genesungschancen bei 20%, wohingegen das neue Medikament in 100% der Fälle zur Heilung führen soll. Falls der Junge es schnell genug bekommt, kann er sich auf ein langes, normales Leben freuen. Und auch wenn eine Welt ohne Krankheiten immer noch wie eine Vorstellung aus einem Science-Fiction-Film klingt, sind Jake Higgins und Omolocorp den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Traums gegangen. Okay. Aber warum sind die Dinge dann, wie sie sind? Ich check's nicht ganz. Oh, jetzt haben wir hinter uns da... What price? What did I do? Jetzt bin ich aber gespannt, was er mit seiner Alten im Dschungel da hat. Tempo wichtiger als Qualität. Was ist da, Herr David? Bald 2 Jahre beim besten Streamer, danke. Ihr bedankt euch nicht bei mir nach 24 Monaten Mitgliedschaft, Alter. Na, was ist denn jetzt kaputt? Jetzt mich noch? Hallo? Bitte schreibt irgendjemand was in den Chat ein. Was ist denn jetzt wieder? Ich hab Connection Problems. Aus irgendeinem Grund. Bitte frag mich nicht warum. Mal jetzt ist der Rentner einmal zu. Kurzer Aussetzer, ja, Servus, Windows macht Windows-Sachen. Nein, das war nicht Windows, Kuckuck, hallo, nein, und weg und wieder lag. Ja, es hat jetzt kurz nochmal einen Zickerer gemacht, aber jetzt scheint es wieder zum Funktionieren. Okay. Musst alles lesen, aber ab jetzt geht's wieder. Mal schauen, wie lange, schauen wir, aber bist wieder da. Programmer, Cliffhanger, Stream macht Blinker, jetzt geht's wieder, passt. So, das müssen wir lesen, oder? Ja. Tempo wichtiger als Qualität. Medikament von Omolocorp bereits erhältlich. Es ist kaum ein Jahr her, seit das brasilianische Pharmaunternehmen mit seiner Arbeit an einem neuen und revolutionären Medikament begonnen hat und trotzdem wird das besagte Arzneimittel bereits Patienten verabreicht. Ich überspringe ein paar Absätze, ja? Oder ein paar Zeilen, besser gesagt. Das kann ich euch Herr der Ringe auch vorlesen, zum Teufel nochmal. Am Dienstag hat die WHA die Handlungsweise von Omolocorp offiziell verurteilt, denn das Unternehmen hatte zuvor in rekordverdächtigem Tempo ein neues Medikament auf den Markt eingeführt. Möchtest du wetten, dass wir mir und unserer Frau das Medikament ausprobiert haben und sie ist verreckt? Laut einem Sprecher der WHA ist es unmöglich, in so einem kurzen Zeit alle nötigen Tests durchzuführen und sich an die internationalen Richtlinien für neue Medikamente zu halten. Unterdessen ist der Patient von Brasilien dem Unternehmen zur Seite gesprungen und hat bestätigt, dass das Medikament vom zuständigen Amt zum Verkauf freigegeben wurde. Außerdem fügte er hinzu, dass Schwerkranke nicht viele Jahre auf eine effektive Behandlung warten könnten. Karl Kwiatek, der CEO von Omolocorp, ließ verlauten, dass das Medikament geprüft worden und sicher sei. Außerdem soll es außergewöhnlich effektiv gegen Krebs sein. Angeblich führt das Medikament zu einer vollständigen und raschen Erholung und verhindert gleichzeitig, dass Rückfälle und Metastasen entstehen. Deshalb wurde die vermeintlich unterstützte Markteinführung auch von Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt, der Weg von der Entwicklung zum Patienten. Die Entwicklung eines Medikaments beginnt damit, dass nach neuen Wegen zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung oder eines Symptoms gesucht wird. In der ersten Phase werden Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stoffen und Verbindungen auf ihr Heil- und Vorsorgepotenzial untersucht. Danach werden aus diesen Substanzen die vielversprechendsten ausgewählt. Mit ihnen werden vorklinischen Tests an lebenden Gewebe oder Bakterien durchgeführt, die etwa 5 Jahre in Anspruch nehmen. Erst in der nächsten Phase werden die sorgfältig ausgewählten Substanzen Menschen in einer Reihe von streng regulierten klinischen Tests verabreicht, die bis zu 6 Jahre dauern.
Erst dann kann ein Pharmaunternehmen einen Antrag auf die Registrierung des Medikaments stellen. Dieser wird wiederum etwa 1,5 Jahre lang von den zuständigen Behörden geprüft. Sobald der Antrag bewilligt wurde, beginnt die Herstellung des Medikaments, bevor es dann eingeführt wird. Doch damit ist es noch nicht getan. Jedes offiziell verfügbare Medikament wird ständig und streng kontrolliert. Okay. Dann mal wieder woanders. Unknown Virus Detect. Ach du Scheiße. Wir haben das an unserer Frau ausprobiert, die ist gestorben und die ganze scheiß Welt leidet an einem Virus und stirbt jetzt. Oder irgend sowas. Unbekanntes Virus in Brasilien aufgetaucht. Vor einer Woche haben brasilianische Krankenhäuser Fälle eines bislang nicht identifizierten Virus gemeldet. Bisher gab es ein Dutzend bekannte Fälle. Aus Sicherheitsgründen wurden die Patienten isoliert. Die meisten von ihnen befinden sich im Koma und die Ärzte stufen ihren Zustand als ernst ein. Tests sollen das Virus und seine Mutationen identifizieren. Aktuell werden die Symptome der Patienten behandelt, damit sie sich besser fühlen. Die Behörden fordern Bürger, die verdächtige Symptome feststellen oder mit erkrankten Personen in Kontakt waren, dazu auf, sich im nächsten Krankenhaus untersuchen zu lassen. Das haben wir ja gesehen, wie gut dass das funktioniert. Das ist gerade mal 5 Jahre her. Die Behörden fördern, das haben wir noch. 2 der ersten Symptome einer Ansteckung sind hohes Fieber und blasse blaue Läsionen unter der Haut. Weiterhin versichert, das haben wir vorgestern haben wir das gelernt, was das bedeutet, dann bist du ein Zombie und wirst ozent. With new virus in Brazil. Weitere Infektionen mit neuem Virus in Brasilien. Die Situation in brasilianischen Krankenhäusern verschlimmert sich. In Verbindung mit einem unbekannten Virus sind mehrere Dutzend Menschen gestorben und die Zahl der Infizierten wächst. Die Krankenhäuser schaffen es kaum, der Flut an Patienten Herr zu werden. Ursprünglich werden die Erkrankten isoliert untergebracht, doch es gibt nicht genug Isolierstationen für alle Betroffenen. Ganze Stationen und sogar Krankenhausflügen werden zu Quarantäne, wie dann geistig behindert vor ich hasse laut lesen, ich sag's was es ist, zu Quarantänezonen umfunktioniert. Unglücklicherweise konnten die Bemühungen des medizinischen Fachpersonals nicht ausreichen, um einen Krankheitsausbruch zu verhindern. Viele Leute halten sich selbst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium noch zu Hause, in den Straßen oder an öffentlichen Orten auf und verbreiten den Virus so noch weiter. Am schlimmsten ist die Lage in den ärmsten Vierteln und Favelas. Die schlechte sanitäre und gesundheitliche Versorgung sorgt zusammen mit der misstrauischen Einstellung der Bürger gegenüber den Behörden dafür, dass der Virus in diesen Gebieten noch schwerer unter Kontrolle zu halten ist. Der Gesundheitsminister Spahn oder der andere Spacker hat der Öffentlichkeit versichert, genaue Veröffentlichungen würden die Bevölkerung nur verunsichern, das lassen wir lieber. Flashback, wo? Dass mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander an der Identifizierung des Virus arbeiten. Gleichzeitig, wann ist das Spiel entstanden? Zufällig während Corona? Der Gesundheitsminister hat der Öffentlichkeit versichert, ja, es ist immer glaubwürdig, was die versichern, dass mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander an der Identifizierung des Virus arbeiten. Gleichzeitig wurde eine Sondereinheit einberufen, die Ursprung und Ursache des Ausbruchs bestimmen sollen. Der Präsident von Brasilien behauptet, die Situation sei unter Kontrolle. Gleichzeitig bittet er die Bürger darum, sich an strikte Sicherheitsmaßnahmen zu halten und öffentliche Orte bestmöglich zu meiden. Verschiedene große Events wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt und Kindergärten und Schulen werden immer schlechter besucht. Trotz der Beruhigungsversuche durch die Behörden steht Brasilien am Rande des Chaos. Habe ich alles schon so mal irgendwie so in die Richtung, habe ich das schon mal gehört. Ausbruch unbekannter Krankheit gerät außer Kontrolle. Gut, das ist bei uns halt nicht gewesen. Es ist noch nicht lange her, dass Brasilien auf dem Weg zur größten Supermacht der Welt war. Was für ein Universum lebt denn die, oder? Doch nun steht das Land am Rande des Zusammenbruchs. Eine mysteriöse Krankheit hat bereits 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die medizinischen Vorräte des Landes gehen zur Neige und die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn sich der Ausbruch, das kann so überhaupt nicht in der Zeitung stehen, das daten sie nämlich niemals in der Zeitung einschreiben. Die medizinischen Vorräte des Landes gehen zur Neige und die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn sich der Ausbruch über die Grenzen hinaus ausweitet, könnte diese Krise den gesamten Kontinent verschlingen. Aufgrund der tragischen Situation in Brasilien haben Nachbarländer Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vor einer Ansteckung zu schützen. Die Grenzen werden durch zusätzliche Einsatzkräfte kontrolliert und offizielle Übergänge wurden abgeriegelt. Ausreißer, die das Land auf illegalem Wege verlassen wollen, werden festgenommen und zurückgeschickt.
Auch der Rest der Welt hat Auflagen erhoben, so verkehren von den meisten Flughäfen keine Flüge mehr nach Brasilien. (2018) Early Access, 2019 veröffentlicht. Eine spielbare Corona-Kritik, bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Ja, aber wenn der Release, jemand hat da vorher gerade geschrieben, August 24 war Full Release. Wann war denn die Story fertig? Das ist dermaßen von Corona beeinflusst, diese Story. Das brauchst du mir nicht erzählen, dass die ein Jahr vor Corona diese Story aussauen. Das glaube ich nicht. Auf einer Sonderkonferenz, die durch Vertreter der WHO von der ganzen Welt einberufen wurde, wird darüber diskutiert, wie eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden kann. Einer der ersten Vorschläge beinhaltet verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Isthmus von Panama. Geografisch gesehen handelt es sich hierbei um den am ehesten geeigneten Ort, um den Ausbruch zu stoppen, denn die Epidemie hat Kolumbien bereits erreicht. Zu den anderen Vorhaben gehören die Errichtung von Stacheldrahtzäunen oder gar einer Mauer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die Impfung ist mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Ich weiß nicht, die Geschichte wiederholt sich. Die von Küste zu Küste reicht. Auch über den Einsatz von umfangreichen militärischen Streitkräften wird beraten. Die Hilflosigkeit der WHO im Angesicht dieser Krise ist offensichtlich. Alle bisher besprochenen Lösungen zielen hauptsächlich darauf ab, bisher nicht betroffene Länder vor der Krankheit zu schützen. Niemand konnte eine Methode zur effizienten Behandlung des Virus oder zur Eindämmung der verwüsteten Gebiete vorbringen. Der erste Tag der Konferenz hat zu enttäuschenden Ergebnissen geführt, die der Welt kaum ein Gefühl von Sicherheit geben. They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. Ist wirklich von 2019. Narrisch. Ist narrisch. Ist wirklich narrisch. Schon ein paar krasse Zufälle, du. Das ein Jahr später ist lustiger Zufall. Was ist denn das jetzt wieder da? Bin ich eigentlich immer noch? Ich bin nur auf Drogen, gell? Ja. Boah, leck mich jetzt der Schlucker. Ja, sag ich dir, wie es ist, da ist nicht Schott drum, weil wir haben ein Trade ausgerottet. Aber der war springen, aber der war. Ja, und jetzt? Ja, da haben die ganzen Toten. Und was ist jetzt mit unserer Frau? Ist die jetzt gestorben oder nicht? Oder am Virus dann gestorben und ich bin schuld? You think? Okay. You think I was worth it? Karte neuer Ort. Tagebuch. Tagebuch. Finde einen Weg, ein Heilmittel herzustellen. Wurfhakenpistole? Doesn't look like you're gonna need this. It's Alvarez. I fell down to a fucking cave. Und du hast einen Haxenbro, sag ich das richtig? Christ. I think I broke my leg. Wait. Report number. Fuck. Why do I even... Alvarez. Report number 24. I managed to immobilize the leg, but there is no exit. The walls are covered in paintings. So someone must have been here before me. But how the fuck did they come in? There's nothing here. Not even the tiniest crack. It's all because of that asshole Higgins. I told you we don't fucking need him here. Higgins! You piece of shit! Pick up that fucking call! You and that cunt of yours are just a bunch of
Ja, und jetzt habe ich aber immer noch genauso viele Fragen wie vorher. Ich weiß auch nicht. Das heißt immer noch, finde ich mich ja, aber. Ich meine, wir waren da noch nicht, wir waren da noch nicht, wir waren da noch nicht. Was? Shit! Longleg Schuhe! Bin gerade gekommen, kannst du nochmal von vorne anfangen? Danke, Bussi, Baba. Ja, warte schnell. Wo müssen wir jetzt hin? Du musst zu dem kleinen Kreis nördlich des Lagers. Der da. Also nach Nordwesten. Jetzt haben wir so kurz davor. Schauen wir. Einfach nur das Prinzip. Ich meine, ich weiß ja immer noch nicht, was mit meiner Alten passiert ist. Wo war denn der Punkt? Schwimmen wir mal um. Ich meine, es ist. Wir haben ja schon wieder was in welchen Dimensionen, dass wir uns überlegt haben, um was das doch geht. Ja, das ist schon lange hin, wir haben ja Vollgas auf Drogen. Dann kennen wir uns überhaupt nicht aus, wir haben ja Lust, wieso mengen uns die alle nicht? Das verstehe ich. Also gut, natürlich, weil wir mit dem Virus mehr oder weniger dahergekommen sind, das kann ich schon nachvollziehen. Aber wieso haben wir unser Erinnerungsvermögen und so weiter verloren und ja. Ist das der Punkt? Wir sind 26, 30, 26. Ja, wir haben da, jetzt müssen wir ein bisschen nach Südwesten. Das heißt, da so die Richtung müssen wir wieder still runter. Wir sind da, um ein Heilmittel zu sehen. Ja, das ist mir schon klar, aber wieso ist alles so fucked up? Wieso hassen uns die anderen so stark und wenn der dabei ist und kein. Ach, wir haben ja jetzt diese komische Kletterausrüstung da gefunden, gell? Vielleicht kommt man. Für das Ding da oben brauche ich die Pistolen, weil sonst komme ich nicht auf, bis ich das richtig. Warte mal. Ah ja. Gut, da waren wir jetzt nicht recht innovativ, muss man vielleicht mal sagen, aber ist wurscht. Und dann wahrscheinlich halt noch da auf, hä? Ort. Wo waren wir da? Na. Da jetzt nach Süden zum Haber. Keine Ahnung, ich gehe mal. Ja, ich gehe dann mal. Da ist nochmal so ein Baumstumpf, meine. Kann ich mich da runterlassen? Enterhaken Level 2? Ja. Oh, da ist noch mehr ein Lager. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich bin da. Ich glaube, ich bin jetzt halt irgendwo da. Ich tue mich jetzt da mal runter. Und gehe da 4, da habe ich nämlich schon ein Zelt entdeckt. Aber ja, da kann man, glaube ich, wenn es keinerlei Anhaltspunkt hast, da kann man schon sehr viel Zeit verbringen, da alles abzumsuchen, gegen das Sterben zum Kämpfen. Und. Is this. What the hell happened here? What the hell happened here? Ist das unser. Das ist unser erstes Lager, oder? Das ist unser erstes. Die Frage ist, was tue ich da? Wulfric! Wenn du die Vorgeschichte spielst, also Geist of Amazonien, könnte ich vielleicht alle Fragen beantworten. PS, kein Spoiler, ich vermute es nicht. Also. Und sie schläft immer noch nicht mehr. Ja, Wulfric, merci dir. Schluss damit. Schluss damit jetzt. Ich möchte keine Donations mehr sehen. Die Frage ist, was der wir da jetzt. Da kann man ja mal. Ich glaube nicht, dass wir da viel tun. Mir wollte doch zum Stammeslager der Labubus. Ist dieses Stammeslager da der Labubus? Südlich da oben drauf. Dann gehen wir halt mal nach Süden, hätte ich vorgeschlagen, oder?
gehen wir da am gescheiten Südwesten. Hm? Ja, eigentlich in die Richtung. Stamm der gruselig schauenden Kuscheltierler-Bubus. Jetzt laufen wir da einfach mal hinter und schauen wir, wo wir hinkommen. Dann sagen wir schon, du musst wieder nach Norden über den Kletterhaken. Über den da? Und wie komme ich dann da her? What? Haben wir halt längere Route? Also wenn es jetzt noch lang dauert, dann spielen wir am Freitag weiter. Von wo bin ich gekommen? Von da? Oh no, jetzt haben die Kongo-Mongos wieder da. Semisepp, hauen sie sich hinein, aber dere. Ika schreibt nix Norden. Dauert noch ein Stück. Nee, du bist doch über einen Abhang runter zu diesem Lager. Ja, ja, da bin ich runter. Das ist der Punkt da. Süden haben wir da. Da schaut es jetzt aus, als könnte ich da durchgehen. Verstehst? Den zurück und dann links. Ich kämpfe jetzt da auch nicht mit den 3 Kongo-Mongos da, weil das glaube ich wurscht ist. Den zurück und dann auf und links, sagst du. Und sprint ich da jetzt mal. Hier schon wieder Labubus. Ja, ich hab's auch gehört. Die lassen wir aber sauber in Ruhe. Ich vertraue jetzt am Depth-Counter. Der hat uns so weit gebracht. Da ist er weg. Ich geh den Weg. Hab ich das finden müssen da? Das schaut verdächtig aus. Ich sag's, wie es ist. Das schaut sehr verdächtig aus sogar. Ah, jetzt machen wir bloß einen Vollsprint. Ich mag fertig werden jetzt. Haben wir schon wieder irgendeine Letten an die Sorgbaum. Da, hier, ja. Den einer Stuhlegel, den hättest du so, den hättest du sparen können. Guter Weg, guter Weg. Guter Weg, sounds good. Depth-Counter hat gecarried. Ja, ich sag aber auch schon seit drei Streams schon keine Depth mehr. Haben wir uns schon sauber auch ein bisschen selber carried, das ist nicht. Das schaut doch einmal von... That's the village. Die Frage ist, wo man runterkommt. Ich laufe jetzt einfach mal links rundum dumm. Links dumm! Oder rechts dumm? Jetzt darf's da oben gehen. Oh, schaut da hinten aus, dass es oben geht, oder? Ich gehe rechts rum. Ich gehe rechts rum! Das ist Kongo-Mongo Town. Und da wollte Mia hier, und wenn die jetzt da drin sitzt und mir nicht gesagt hat, wo sie ist, dann dann schieße ich einen Pfeil ins Gesicht. Der schreckt mich nicht so und faucht mich nicht oben, sonst. Psst! Warum bauen wir den Hexenturm eigentlich nicht bei denen im Dorf? Capybara! Haben wir noch wieder, was haben wir da? Unbekannte Frucht. Die haben wir noch gar nicht gesehen, aber das glaube ich kann die anderen nicht sein. Der Plumbus Fungus. Oh, schau mal hin, was bei denen für Schwammerl wachsen. Das ist ein Wahnsinn. 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 Gerade ein neuer Ort. Ich hätte das gedacht. Lass mich raten, wir haben den Virus zu den Leuten gebracht und die sind jetzt alle tot. Oder? Ist ungefähr so abgelaufen. Muss ich jetzt nochmal. Mia? Mia, where are you? Mia, say something! Hobo ist dabei. So, Mandarin. Oh, erst eine Empfehlung ein Mandarin gesehen, aber ich komm nicht hin. Tja. Ich habe eine ganz furchtbar schlechte Nachricht für euch. Ich möchte
ich möchte, dass ihr am Freitag um 8 Uhr auch da seid. Ihr Coolmackert im Chat rum. Ich Coolmackert vor der Kamera rum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ende sehen wir am Freitag und am Freitag bauen wir den größten Turm, den das Spiel jemals gesehen hat. So, für alle, die sich instant schleichen. Gotcha, bitch. So! Was ich jetzt brauche. Was haben wir braucht? Pass auf. Wir haben das Ding wir brauchen die komischen Lianen-Scheiße. Für alle, die jetzt so blöd waren und wieder super angry sind und instant auf Zumacher gedruckt haben, selber schuld. Selber schuld! Was soll ich machen? Schnell den Ayahuasca zusammen, da Rage Quit Bait. Ja, jetzt easy as fuck. Sitzt mir doch da jetzt nicht her und noch 5 Minuten bevor wir fertig sind, wahrscheinlich das Ding noch nicht fertig. Hallo? So, Feierle müssen wir schon zaubern. Das kriegen wir schon hingeschissen. Das ist wahrscheinlich das, was am längeren dauert. Haben wir mir noch Steckern irgendwo? Nicht, gell? Jetzt wird es ja schon wieder finster. Kruzifix, da muss ich da wieder. Ah, da ist er. Warte mal, den sammeln wir ein. Den sammeln wir ein! Minus 104. Ja, weiß ich schon. Das war pure Absicht jetzt. War pure Absicht. Und dann freue ich mich auf Freitag um 8 Uhr, wenn sie sagen, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Was jetzt nicht da? Wieso spielst du das Spiel nicht fertig? Lustiger Spaß! Einen Spaß haben im Leben. So, jetzt müssen wir ein paar dünne Stecken her. Nochmal. Keine Geduld, die Leute. Nein, null. Das ist einfach nur Learn it the hard way. Oh Gott, das ist nicht alles auf 5 Minuten, so wie es mein iPad. Ja, willkommen. 5 Minuten später wird sie gefragt, warum alles geistig behindert ist. Haben wir mir nur eine Feierbrille, das war das Wichtigste. Ja, das hat nur 2%, das hat es wirklich überlebt seit dem ersten Stream, das Scheißding. So, haben wir da noch Stecker irgendwo? Wir haben doch da vorne so einen fetten Stecker gehabt, oder nicht? Bitte warten Sie mal. Jetzt ist es ja schon wieder finster. Meine Güte, das nervt mich. Das ist das Einzige, was nervig ist. So. Dann machen wir so, sammeln. Hä? What happened? Das ist ein Gaudi mit dir. Ja, was hast du aber auch gemeint? Gib den Stecker jetzt rein da. So, hier, Glut erforderlich. Holzbrett benutzen. Das letzte Vogelnest eingeschissen. Ich hoffe das jetzt, aber wenn das jetzt nicht die letzte Ayahuasca-Session ist. Bitch! Dann mag ich wirklich nicht mehr. Seriously? Looks. Was ist Come das? on, damn it! Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Verstehe nicht. Ist jetzt der Handbohrer wie ein Bohren kaputt gegangen, oder was? Ja, so einfach ist es nicht. Here we go! Herr Simato, hauen Sie mir ab mit Science, das ist mein Endboss. You're gonna miss them again. Mia, where are you? You'll stay here with me again. Is that what you want? No, not again! Ich muss so dermaßen dringend meinen Monitor putzen, Alter. Der schaut aus, als Just hätte tell er me Buffy what geschissen. happened! Hallo? You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side the whole time. Oh. Hallo?
Ja, ich hab einfach rundum Jake. geschaut. I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Every patient of Immolicor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me alone to die. What? You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. I sold their secrets. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? I don't understand. How long have you been here? 22 Tage und 8-mal habe ich geschwimmt. Mia, you know I can't remember. Just tell me. I'm moving. Weeks passed. You were certain you would find the cure. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Ja, aber mit wem habe ich denn dann da telefoniert übers Walkie-Talkie? Oh, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wir waren da ja schon mal herin vorher, dass da meine Taschen steht mit Jay Higgins drauf. Das habe ich vorher nicht drauf geschaut. Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Ja, das sind diese Notizdinge, die wir ganz am Anfang auch gesehen haben. Da ist unser Essen und da hat sie drin geschlafen. Okay. Jake? Please answer, Jake. I need you here, Jake. Please. I need you to do this for me. Please, I can't stand it. Ich kapiere, Herr Simato, danke.
Ich kapier's nämlich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Das war jetzt eigentlich so eine schöne, aufgerundete Geschichte geworden, mit der ich nicht gerechnet hätte. Wir haben da als Heilmittel für Krebs außer Zong, aber gleichzeitig werden alle, die wir mit Krebs heilen durch das Ding, mit einem Todes-Ultravirus, der nicht heilbar ist, infiziert und verreckern. Das ist, so weit war ich. Und jetzt ist sie da in der... Hä? Yeah? Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Ja, ich versteh's nicht. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Ja, ich habe das Heim... Man kann jetzt da ein alternatives Ende aussuchen, wenn man da unten mit der Blutprobe die Scheiße zusammenmischt. Ich weiß nicht. Das ist cool. Coole Nummer, aber ja, gut. Hauptsache, man kann in dem Moment dann draufschreiben, es gibt alternative Enden. Really don't know. Then, come. I'm waiting for you. Ja, ich versteh's nicht. Ich versteh's trotzdem nicht. Sie ist krank, wir heilen es und dann ist sie wieder krank. Mia? At last! You found me. Isn't that what you wanted? What? Can you feel him watching? What the fuck? Just calm down. Nothing else mattered. And even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. Where are you? You are pathetic. Unangenehm gemacht, aber gut, dass wir schon so viele Horrorspiele gespielt haben, dass es wurscht ist. Das werden immer mehr, oder? Wenn es immer mehr, je öfter, dass ich mit rein. Ah ja. Und jetzt mal, wenn ich wegschaue und hinschaue, schauen sie mir vor mir an. Das ist schon ganz lustig gemacht, unangenehm. Aber ich check nicht ganz, was ich tun muss. Ach, sie so wahrscheinlich. Where I've been all along? God damn it, if I lose you, then everything here was for nothing. You can't save her! You killed them. Look at them. Look at all the people you killed. I will fix all of this. How many times have you failed? Jake, give up. Please, just give up. Just give up. Go away! No, no, please stop. How many times have you been here? I said stop! How many times have you tried? Stop it! You can't save me! There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave me alone! Just the way you left her? Alone in the hospital, waiting to die. No, 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 no. She begged you for mercy, and you left her. I wanted to fix this! Will you? Oh, no, don't listen to her. You can't fix it! Yes, I'll find the cure. Just give me another chance. There is no cure!
Then go. What are you waiting for? Mia, I'll fix this. Wait for me. Just a little longer, I swear. Get back here! Fuck. You can't fix it! Fuck. You'll never get back! Ist das jetzt der Loop, oder? Ja, das war. You can't run away from this. Jetzt überleg mal, wie das alles passieren kann. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, Alter. Weißt du, wo mein Hirn ausgeschaltet hat, wo ich mir gedacht habe, okay, wir wollten mal ein Heilmittel gegen Krebs finden. Das haben wir gefunden, das heilt den Krebs. Leider haben jetzt aber alle einen anderen Virus und sterben. Ende. Ende. Und das, was da am Schluss jetzt noch dazu geschwurbelt worden ist, haben wir gewungen. Haben wir gewungen oder nicht? Kannst du das nochmal schnell erklären? Nein, kann ich nicht. Weil es kann. Warum muss man da am Schluss jetzt noch in die letzten 15 Minuten so viel durcheinander reinscheißen, dass man nichts mehr kapiert? Leider Gottes kriegt er durch das Spiel 2 Punkte Abzug. Das soll ich, weil es das nicht braucht. Also. Das finde ich, braucht es nicht. Das hätte überall, hätte es hingelangt, wenn es am Schluss jetzt geheißen hätte, wir haben im Dschungel ein Heilmittel gefunden gegen Krebs. Alle haben vom Krebs geheilt, haben dafür was anderes, ganze Kontinente verreckern. Wir haben eine Schuld. Fuck. Unsere Frau ist hat auch Krebs. Und jetzt kommt das wieder. Ja, jetzt hat es den anderen Virus, wir brauchen noch mehr Heilmittel, ich gehe wieder in den Dschungel hinein und suche eins. Da drin 3 völlig ab auf Ayahuasca und ab dann ist der rote Faden so weit weg, dass einfach irgendeine zusammengeschwurbelte Scheiße ist. Hätte man einfach aufgehört, so mit du bist schuld, die ganze Welt stirbt. Ende. Ende. Und deswegen bist du im Dschungel drin, du hast völlig am Verstand verloren, und bist halt da. Dann hätte das Ding von mir 12 von 10 gekriegt, aber so kriegt es bloß 7 von 10. Als Spiel an sich, die Survival-Elemente und so weiter und so fort, die haben absolut nice. Ich habe es geliebt, mich da hineinzuspielen. Aber ganz ehrlich, die Story. Schau her, der Philipp der Flagger schreibt Story-Zusammenfassung auf YouTube. Alter, ich möchte mir nicht ein Video anschauen müssen, um eine Story zu verstehen. Da kannst du jetzt noch 30 Mal schreiben, Story-Zusammenfassung. Hier, dann ist einfach die Story scheiße geschrieben, wenn ich ein Zusammenfassungsvideo brauche, damit ich es verstehe. Das ist einfach Scheißdreck. Das Ende ist der Anfang vom Spiel, deswegen habe ich ja vorher gesagt, ist das jetzt der Loop, wo wir runterfallen und da geht eigentlich das Spiel aus. Ich check's schon. Aber es ist halt einfach Scheißdreck, wenn ich mir von jemandem anderen eine Zusammenfassung anschauen muss, weil ich es selber nicht verstehe. Das ist einfach schlecht gemacht. Da brauchen wir nicht rundum reden. Wieso ist er nicht gestorben? Wieso Zeitschleife? Wer war am Funkgerät? Ja! Lass das so sagen, aber mit wem haben wir wieder am Handy? Also am Handy sage ich, am Walkie-Talkie geglaubt. Das ist schade. Schade. Das ist wieder der Versuch, irgendwie eine Story ultra krass, voll lecker ist das eine krasse Story, nice nicht. Nein, ist nicht. Meine Geschichte, wenn ich da nicht innerhalb von 5 Minuten erklären kann, ist eine Scheißgeschichte. Die Einführung hat mit der Story nichts zu tun, sie das Ganze als 2 Reisen. Ja, das ändert ja auch nichts. Deswegen check ich auch nichts. Weißt du noch, wie Plague Tale 2 am Schluss eskaliert ist? Sowas macht's mir kaputt. Mir auch. Mir auch.
Es muss nicht so krass. Ja, aber was weiß ich, Alter? Ja, du musst erst mit dem 28 Ecken-Ding, ja, jetzt macht das einen Sinn. Nein, ich möchte es einfach, ja, keine Ahnung. Was verstehst du da nicht? Um was ist denn gegangen? Was ist mit ihr? Mit wem telefonieren wir da in dem Dschungel? Wer sind die Leute, von denen ich Sprachnachrichten her, die sagen, der Higgins ist nicht ganz dicht? Ja, was hab ich denn da? Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ja! Das hätten wir einfach, da muss nicht wieder irgendeine Walleck, Alter, da kennen sich keine Sau nicht aus. Mir als Einbildung. Wer sagt denn das? Wo steht das? Naja, am Walkie mit einem selber und am Flughafen halt, weil man es anscheinend immer wieder erlebt. Also, ich mag jetzt da niemandem super tolle Story irgendwie beleidigen oder sein Lieblingsspiel oder keine Ahnung, aber die Story ist Scheißdreck. Wenn ich am Schluss vom Spiel da sitze und weiß nicht, warum das, dann ist sie einfach schlecht geschrieben. Und beim zweiten Aufenthalt suchst du das Heilmittel gegen Krebs. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber trotzdem ist es alles sehr unnötig in 5000 Verwurstelungen zusammengeschissen. Die Sprachnachricht auf deinem Handy, das war das, was du dir eingebildet hast, dass du auf dem Walkie-Talkie gehört hast. Aber wir haben doch mit dem Walkie-Talkie nicht bloß einen Satz mit dir geredet, sondern das ganze Spiel lang. Immer und immer wieder und immer wieder. Und so weit war ich mit meiner Theorie gar nicht weg, dass die schon lange hieß und wir da drinnen Verstand verloren haben. Hat irgendjemand auch vorher geschrieben, so mit völlig falsch. Das ist überhaupt nicht völlig falsch. Das Einzige, was da noch dazukommt, ist, ja, dass man halt durch den Virus da die ganze Welt anscheinend. Also keine Ahnung, dann macht der Spieltitel komplett Sinn. Ich finde das Ende super, ich finde es Schrott. Ich finde es absolut abgrundtiefen Dreck, um ehrlich zu sein. Ist total übertrieben. Ist total unnötig übertrieben. Irgendwie. Ah ja, jetzt, weil man das immer wieder erlebt, redet man mit dem Typen am Funk im Flughafen und wenn es dann ein Flugzeug schicken, bist du weg. Deswegen hat der so genervt reagiert. Gute Story, aber schlecht erklärt. Möglich. Möglich, dass das eine gute Geschichte ist. Aber ich sitze jetzt gerade da und ich habe wirklich aufgepasst. Ich habe wirklich die Sachen aufmerksam, nicht alle natürlich, aber fast alle gelesen und habe versucht rauszufinden, was los ist. Am Schluss sitze ich jetzt da und habe keine Ahnung, was los ist. Das Gab's schreibt schon richtig. Gute Story, aber schlecht erklärt. Da gebe ich Birger recht, das Wahnvorstellung-Thema hat es sich besser erklärt gehört. Ja, ich meine, es war von Anfang an schon so ein bisschen klar, dass wir mir ein bisschen an der Waffel haben und weiß der Teufel, was da los ist. Ich meine, wie oft habe ich das gesagt in den 6 Streams jetzt da. Für mich eins der besten Games ever. Jetzt übertreiben wir mal nicht, okay? Jetzt übertreiben wir mal nicht. Es ist wirklich gut. Es ist, ganz ehrlich, gameplay-technisch, das Survival-Element und so weiter macht richtig hart Bock, das ist richtig stark, aber die Story ist einfach kacke. Das ist einfach kacke erklärt einfach. Wer da damit was anfangen kann, das ist okay, also um Gottes Willen, aber von mir kriegt als Spey nur Gameplay. Und eigentlich interessiert mich sowieso meistens nichts anderes, aber da mir das so extrem gut taugt hat, hat mich die Story jetzt interessiert. Gameplay kriegt von mir wirklich eine 9 von 10. Und den einen Punkt Abzug, den gibt's nur, weil es ein paar Fehlerchen hat und so. Was weiß ich, zum Beispiel kann ich mein Flaschending im Boden auffüllen und so ein Käse. Und das mit dem Selektieren, das hat mich so dermaßen angefuckt, dass einen Punkt muss ich ihm abziehen. Weil 10 von 10, was ist denn ein 10 von 10 Spiel, Alter? Witcher 3 ist ein 10 von 10 Spiel. Kann ich einen Witcher jetzt mit dem da vergleichen? Und deswegen übrigens also das beste Spiel ever. Das kostet nicht viele Spiele gespielt in einem Leben, habe ich so das Gefühl, aber ist egal. Gameplay wirklich peak, deswegen hat es mir so hineingezogen. Es ist bockschwer am Anfang, bis du drin bist. Es war absolut geil, Sterben gehört dazu, aber wenn du dich da mal rausgearbeitet hast, das fühlt sich ja cool an und so, das macht Spaß, macht super viel Spaß, aber die Story, ich weiß schon, was mir die Story einigermaßen verzeihen will, aber sie ist einfach scheiße erzählt.
6. Höchstens 5,5 von 10. 5,5 von 10. Weil es immer wieder in jedem Scheißspiel haben diese ähnlichen Geschichten, Wahnvorstellungen, das stimmt alles gar nicht, bla bla bla. Und da hat man ein bisschen zu viel hineininterpretiert. Und jetzt steht er einmal, der Philipp der Flogger schreibt es gerade so, weißt, Red Dead Redemption 2, das ist ein 10 von 10 Spiel. KCD 2, storytechnisch, 10 von 10 Spiel. Claire Obscure 11 von 10, Fanboy, ja gut, da kann ich nicht mitreden, ich bin nicht einmal übers Tutorial hinausgekommen. Dann habe ich mir die Berichte durchgelesen und habe mir gedacht, keine Ahnung, haben wir mir nicht 2026 echt ein Quicktime-Event-Spiel, 11 von 10? Ja gut, muss ja jeder selber wissen, ist halt mal nichts für mich, mir muss ja nicht alles gefallen. Aber gut, lass die Leute in einer Freiheit. Aber ich glaube, dass wir alle hier drin zustimmen, dass Red Dead 2 eines der besten Spiele ist, die jemals gemacht worden sind. Da hängen sie alle umeinander. Der Witcher 3 mit seinen 2 DLCs, eines der besten Spiele ist, die jemals gemacht worden sind. Das Elden Ring, eines der besten, wahrscheinlich sogar das beste Spiel, das jemals gemacht worden ist. Was haben wir sonst noch so auf dem Programm? Was sind so All-Time-Classics, die nie untergängen? Ja, Skyrim, ist ja vollkommen Minecraft, GTA 5, Fortnite. Kann man mengen oder nicht, aber ich kann mich hineinversetzen und kann sagen, ja, Freunde, das war wahrscheinlich eines der besten Spiele, die jemals gemacht worden sind. Es ist, was es ist. Nicht umsonst haben die so viel Geld verdient, dass ihnen bis ans Ende aller Tage und ihnen die Nachkommen, die nächsten 3 Generationen, alles wurscht sein kann. Und deswegen, das haben für mich so Best Game Ever. Aber Green Hell jetzt als Best Game Ever zu bezeichnen, innerhalb des Survival-Genres, Gameplay-technisch ja, aber für ein 10 von 10 All-Over-Spiel gehört schon ein bisschen mehr dazu, wie da 3-mal Ayahuasca saufen, irgendwelche Kongo-Mongo so klicken und mir durch 28 sehende Textblöcke mir irgendeine zusammengeschwurbelte Wahnsinns- und Depri-Geschichte zu mir zeigen. Ist das einigermaßen okay? Ich mag da niemand das Spiel beleidigen, okay? Es war geil. Wir hätten es niemals 6-mal... Wie viele Spiele streamen wir denn 6-mal? Wirklich nicht viel. Wirklich nicht viele. Aber das war eins davon. Warum? Weil es saugut war. Jetzt ist bloß die Frage, kostet aber auch nur 2 Euro. Kostet aber normalerweise auch nicht 2 Euro. Sagen wir es, wie es ist. So, jetzt drückt man mir da auf Speichern und Verlassen, oder? Ja, willst du die Sitzung wirklich verlassen? Sicher. Aber es fühlt sich mal gut, wieder ein Spiel fertig gespielt zu haben. So, Freitag. Freitag ist gut. Freitag ist immer Open End. Aber ich darf es zeitlich ein bisschen eingrenzen. Wir haben 2 Stunden Zeit. 2. Um den höchsten Turm zu bauen, den wir jemals gebaut haben. Wer mitspielt, wird diesmal wieder einfacher. Die ersten 3 Freunde sind... Zu wie viel kann man Multiplayer spielen? Elden Ring bleibt mein Highlight, der Run mit dem Bürger. Was war da? Das ist auch schon wieder 5 Jahre alt, das Scheißding. Basti! Servus Bürger, war jetzt schon länger nicht mehr dabei. Wahlkampf? Trennung? Scheidung? Dies, das. Who the fuck are you? Are you Mr. Trump? Is it you? Dies, das. Aber umso schöner wieder da zu sein. Der Basti, welcome WB. Merci für 21 Monate und dein Resub. Harmonabiert, Witcher 3 im Stream. Na. Es wird ja gemunkelt anscheinend, dass da irgendein DLC nochmal nachträglich kommt. Also wenn der genauso in einem Ausmaß ist wie Blood and Wine oder so, dann kann man sich da vielleicht darüber unterhalten, ja. Der Wit zu viert, Herr Ika, Michi, merci dir, dann werden wir zu viert die ersten 3 Freundesanfragen, die ich kriege, die werden eingeladen und dann bauen wir mir in 2 Stunden um Punkt 10 wird geschaut, wie hoch das wir sind. Oder außer das Spiel kackt vorher ab, dann ist halt vorher gar. Ich tue Witcher gerade, wenn meine Spätzle nicht on sind, Achievements handeln. Ich habe damals, Witcher ist eines der ganz, ganz, ganz wenigen Spiele, die ich 100% completed habe. Halt, stopp, das stimmt nicht ganz. Ich habe alles gemacht in diesem Spiel, ich habe alles gesammelt, ich habe alle Fragezeichen auf die Maps gemacht, außer eine Questreihe. Und das war Gwent, weil mir das einfach Vollgas genervt hat. Keine Ahnung warum. Viele lieben es, ich habe mir gedacht, nein, das tun wir jetzt nicht auch noch. Nein, jetzt mag ich nicht mehr. Witcher 3 Doppelplatin. Zu Recht, kann ich verstehen, außer Gwent. Weil Gwent, da kriege ich einen Schlaganfall. Es dauert mir zu lang, da komme ich nicht vorwärts. Ja, Mona wird mäßig wieder in Zwiebel 50 gehen.
Ich kenne nur Turmbauen im Wirtshaus. Ja, das wird sowas ähnliches. Hast du Red Dead gespielt? Finde es nicht bei dir. Herr, ich mag deinen Klarnamen nicht sagen. Red Dead 2 habe ich nicht im Stream gespielt. Das habe ich bis 2018 für einen PC gekommen ist, offstream in meiner Sommerpause gespielt. Das hätte man auch nie fertig gebracht. Da habe ich, glaube ich, 100 Stunden drin versenkt. Und ich habe wirklich fast nur die Story eigentlich ganz in Ruhe und gemütlich durchgespielt. Und eigentlich schon, eigentlich hast du recht, das stimmt. Das war ein grandioses Spiel, Alter. Ich mag sogar behaupten, die Story ist besser wie in GTA und mir gefällt das Setting eigentlich auch besser als in GTA. Herr Bogner, The Last of Us, haben wir selbstverständlich beide Teile gespielt, findest du mit Sicherheit auch in meiner Bibliothek. Gwent Difficulty dran, dann geht's schon. Da geht's bei Gwent, ist mir gar nicht so um die Schwierigkeit gegangen, das war schon gegangen. Mir hat's einfach genervt. Also, Bruder, ich spiele ein RPG, ich fange jetzt noch nicht ein Kartenspiel in einem Spiel an. Lass mich in Ruhe. Und es kann sein, dass The Last of Us, das 2 ist eigentlich noch gar nicht so lange her, wann wir das gespielt haben. Das habe ich die erst Jahre nachdem es rausgekommen ist gespielt. Es könnte sein, dass die Videos, die daraus entstanden sind, also die VODs von diesen Streams damals, noch auf nicht gelistet stehen. Ich weiß nicht, das machen wir noch nicht so unendlich lang. Das heißt, du findest das in der Suche nicht. Also du kannst nicht Last of Us Bierger einschreiben und es kommt irgendein Ergebnis, sondern du gibst einfach Bierger ein, gehst in meinen Kanal und dann auf Playlists und dann gibt runterscrollen, das ist schon ein bisschen her. Das Einser, wann ist denn das für einen PC gekommen? Da haben wir es gespielt. Da habe ich dann gespannt so endlich, jetzt weiß ich, warum alle das für eines der besten Spiele halten jemals. Das Einser, wohlgemerkt, ganz wichtig, das Einser. Und das 2 auch. Aber Playlist gibt es von The Last of Us. Ja, passt. Red Dead 2 ist auf jeden Fall besser wie GTA 5. Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, man muss natürlich sowas auch an seinem Erfolg bemessen und GTA 5 ist ein verdammt gutes Spiel. Du kannst sagen, was du magst. Es hat nicht zur Gaudi, verdienen sie Rockstar mit dem Spiel seit 13 Jahren geistig dumm. Ja, und warten, du kannst übrigens auch vergessen, dass am 13. November, glaube ich, ist Release von GTA 6 heißt, das kannst du vergessen, das wird nochmal verschoben. Spätestens bis Juni, mark my words, kommt Rockstar, ja, nein, Juni ist noch ein wenig früher, sagen wir, spätestens im August kommt wieder mal der Textblock von Rockstar, da waren wir noch nicht so ganz fertig und es wird auf nächstes Jahr November verschoben, 100%, das kriegen wir noch 2-3 Mal. Und beim 2er bin ich mir nicht sicher, das war nicht so gut. Last of Us 2, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mal die Woke-Hass-Brille abnimmt, was wirklich schwierig ist, was wirklich in The Last of Us 2 schwierig ist, die Woke-Brille abzunehmen, weil ein Hauptcharakter den männlichen zu töten in die ersten 3. Also ich sag das jetzt einfach außer ohne Spoilerwarnung. Wer sich immer noch nicht angeschaut hat in Serienform oder nicht gespielt hat, der ist selber schuld. Legt's mir am Arsch. Wer einen Hauptcharakter in die ersten 2-3 Stunden tötet und die Hälfte des Spiels mit seinem Töterich rumrennen lässt. Oh. Aber auf der anderen Seite finde ich es eine krasse Message, dass sie die mit Absicht Abby spielen lassen, du den Ultra-Hass schürbst, aber während der Story-Wendung anfängst dann Hass auf sie zum Schirm. Und dass da alle gar nicht so unschuldig waren und sie da halt einfach da hat was getan, was wahrscheinlich auch jeder da hat. Und da ist der Weg ist da ziemlich krass. Trotzdem hätte es diese ganze Woke-Scheiße I'm gonna be dead und lauter so ein Dreck in die Serien und so, das hätte es einfach nicht braucht. Das tragt nichts zur Story bei. Nichts zum Worldbuilding. Nothing. Unwichtig. Interessiert keinen. Ich will's nicht wissen. Leider wissen wir es doch. I'm gonna be dead. Es ist so behindert. Es ist so behindert. Und das Casting, nach wie vor halte ich es auch in der ersten Staffel, auch wenn die relativ gut war, ist egal. Das Casting in der Serie mit der Bella Ramsey ist die schlechteste gecastete Person, die ich jemals gesehen habe. Und ich möchte darauf hinweisen, ich habe die Resident Evil Serie und den Wesker auf Netflix gesehen. Weiter mag ich das jetzt nicht ausführen.
Der jetzige Chef von Naughty Dog hat auch einen Haken, ja, sauber sogar. Der Mann, der hat halt, wie soll ich das beschreiben? Der schreibt da schon eine gute Story, so ist es nicht. Das ist nicht so, als wäre das ein totaler Humpty Dumpty. Aber der hat nach dem Erfolg von The Last of Us 1 einen dermaßen Höhenflug gekriegt. Und nicht bloß er, viele andere auch, dass er jeder meint, wie heißt der? Das war genau zu der Zeit von. Ich bin jetzt komplett. Game of Thrones. Wie heißt denn der George R.R. Martin, glaube ich. Und jeder meint auf einmal, er ist ein George R.R. Martin. Oder ein Tolkien und so weiter. Und keiner von denen, oder nur die allerwenigsten verstehen, wie man Charaktere schreibt, die sich entwickeln, wo man dann nicht wurscht ist, wenn sie sterben, wo eine saubere Geschichte geschrieben wird, etc. etc. Und alle meinen, sie müssen die Vogelwelt, die Scheißgeschichte aus die Hände zaubern, die einer einfällt, und dann kommt jetzt zum Beispiel sowas aus wie bei Green Hell. Ich sag's jetzt einfach, wie es mir denke. Für mich, mir kommt es so vor. Das ist, als wäre ich eine Geschichte schreiben. Ich kann sowas nicht. Ja, ich tue es aber trotzdem, probieren wir es mal. Und dann kommt der größte Schwurbelscheiß raus, den sie jemals gesehen hat. Jede Cosplayerin war da besser gewesen optisch. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Ellie ausschaut als, wenn wir noch 2 Minuten drin lassen hätten, dann hättest du Down-Syndrom. 2 Minuten zu lang, das war gar gewesen. Ich fand die Erklärbär-Woke-Keule bei Horizon 2 übel geiles Game, aber im DLC haben sie das Zusehen im Vordergrund gestellt. Und es wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer? Ich glaube, dass sie langsam begriffen haben, dass es sicher eine harten Backslashes gibt und geben kann, dass man sich gegebenenfalls einmal kurz überlegt, ob man sich vielleicht wieder aufs Wesentliche konzentriert, nämlich aufs Spui. Ich mag nicht belehrt werden von diesen Idioten. Ich will's nicht. Ich will's nicht hören. Und es gibt sehr viele Leute auf dem Planeten, die das ebenfalls nicht hören wollen. Und die ganzen Spackos, die sagen, das ist ja wurscht, ja, dann lass es alles so, wie es war. Lass es dann alles so, wie es war. Warum ist denn auf einmal Helen von irgendwas, keine Ahnung, warum ist denn die in dem neuen Odyssey-Film, warum ist denn die auf einmal so dermaßen, die ist so schwarz wie das Handy. Okay, das ist gerade O. Stimmt nicht ganz. Das ist so schwarz wie das Headset. Die ist so schwarz wie das Headset. Warum, Alter? Why? Warum? Dann lass es, wie es ist. Wenn's wurscht ist. Aber gut. Witcher Franchise ist hier Horizon Zero Dawn Franchise in gut. Korrigiere Witch Game Franchise. Ich fand das weiß ich jetzt gar nicht. Um ganz ehrlich, das Witcher-Franchise an sich, aus was besteht denn das? Wie viele Leute hatten da herin, die Bücher gelesen haben? Die meisten Leute kennen einen Witcher auch bloß aus dem Spui. Mag ich behaupten. Und was mit dieser Serie getan wurde, Alter. Was mit dieser Serie getan, wer das verteidigt. Es gibt wahrscheinlich wirklich Podcasts und Filmkritiker und die sie so nennen, die versuchen, das gut zu reden, was in Staffel, das war zwar Staffel 2 eigentlich schon gar, aber was in Staffel 3 und 4 passiert, Alter. Wenn es Bella Ramsey in The Last of Us 1 nicht gegeben hätte, dann war der schlechteste Cast jemals in einer Serie Jennifer. Nein, Freunde der Sonne, die ist nicht halberbraun. Nein, ist nicht. Ist sie einfach nicht. Auch nicht in den Büchern. Und ich habe sie, die ich nicht gelesen habe. Aber die Sachen, die habe ich nachgeschaut. Das ist, weißt du, was auch ein krasses Paradebeispiel ist, wo sich Leute anmaßen, sie könnten ja nur im Ansatz, also wirklich nur im Ansatz nicht mal, eine Geschichte schreiben wie ein Herr Tolkien, der unser gesamtes Fantasy-Verständnis überhaupt geformt hat. Der Mann hat Sprachen erfunden. Dann hat er sich gedacht, ja, so eine Sprache ohne Welt ist irgendwie ein Kass. Und dann hat er einfach, ja, ich hoffe, dass er wirklich jeder Herr der Ringe und sonstiges gesehen hat und ein bisschen was gelesen hat. Das sind also die einzigen Sachen, die ich lese nicht gern. Und dann kommt Amazon. Und dann kommt Amazon und haut diese Serie raus und untersteht sich auch noch eine zweite Staffel davon zu machen. Wo Orks auf einmal, so, ja, haben wir da schon noch sicher in unserem Dorf. Und Orks haben dann Babys in der Hand.
Hä? Ist dein Ernst? Aber dann haben wir, leider haben wir die Hobbit-Lizenz nicht gekriegt, jetzt müssen wir es Haarfüße nennen. Ja, und die haben so nett, die halten immer voll fest zusammen. Und ja, wir sind immer unterwegs. Ich finde die Idee sogar eigentlich ganz cool, dass Hobbits Nomaden sind und umeinander wandern. Oh, und die haben alle immer voll eng beieinander und ja, außer du verstauchst deinen Fuß. Dann bleibst du und deine Familie zurück und ihr verhungert's dreckig. Wer schreibt denn sowas? Galadriel. Die größte Fotze von Fotze, die man jemals in einer Serie gesehen hat. Wie beschreibt's der Tolkien? Die Frau ist so voll mit Gutem und Reinheit und nur noch krass und was weiß ich was, dass am jeden normaler lebendigen Wesen einen Atem verschluckt und nicht mehr reden kann. Habt ihr die erste Staffel gesehen? Was für ein Mistfotzenviech das ist? Supergirl, Boss Galadriel, sag ein falsches Wort, they're gonna fuck you up, bitch. Also ohne Scheiß. Wer diese Scheiße verteidigt? Hat's nicht anders verdient? Ah! Ja, jetzt stresst dich einmal nicht, also du musst es auch nicht anschauen. Ja, wie das gern! Oh! Schubidu schreibt, es gibt über den Tolkien eine gute Doku auf YouTube über seine persönlichen Erlebnisse und wie sich alles entwickelt hat und Parallelen zwischen seiner Fantasiewelt und seinen realen Erlebnissen. Die habe ich angeschaut, hundertprozentig, das ist auf, wahrscheinlich gibt es mehrere, aber ich habe die auf Arte habe ich angeschaut. Da ist, glaube ich, auch nicht auf YouTube. Die dicke, schwarze Zwergenkönigin. Ja, die braucht bloß in einem Rollstuhl sitzen. Dann hätten wir alles beieinander. Da habe ich, merkst du das? Ich habe kein einziges Wort über den farbigen Elben, farbige Zwerge oder sonst was. Das ist nicht das Problem der Serie. Das interessiert keine Sau. Keine Sau. 1 Milliarde Dollar. Bevor ich jetzt einen Kass verzeihe. 1 Milliarde oder 100 Milliarden? Nein, 100 Milliarden warten ein wenig. Pfui. 1 Milliarde waren es, oder? 1 Milliarde Dollar haben in diese Serie in Staffel 1 geflossen. Suche mal einfach auf Google Armor Comparison, Lord of the Rings und Rings of Power. Oder Deutsch gibt es mit Sicherheit auch. Rüstung, Vergleich, Herr der Ringe und Ringe der Macht. Hat's einen Vogel außer. Jeder Cosplayer auf diesem Planeten macht sich schönere und tauglichere Rüstungen als diese Scheiße in dieser Serie. Das CGI in dieser Serie. Das spinnt's ihr. Warum war CGI vor 20 Jahren schöner als das? Wo ist denn die Milliarde hingekommen? Wo? Was ist mit der passiert? Ja, was weiß ich. Was weiß ich schon. Gibt Leute, die feiern diese Serie ganz furchtbar hart. Da fragen mich, Alter, wann bist du hängen geblieben? Verstehe ich nicht. Die Nilfgaard-Rüstung in der Serie schaut aus wie ein Gackerlsog. Ich weiß wie, das ist die Schwarze mit den Rillen, oder? Die schaut auch furchtbar. Erste Staffel kostete 465 Millionen. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich weiß noch sehr genau, wie es geheißen hat. Amazon hat über 1 Milliarde in die erste Staffel buttert. Bin ich mir 100% sicher. Ich sage, die Serie ist nie passiert. Man in Black, ja genau. Also die Serie ist so unter aller Sau schlecht, dass es nicht zum Aushalten ist. Und wer was anderes sagt, da muss ich ganz ehrlich sagen, dich beneide ich ein bisschen, weil ich war auch gern so stumpf in meinem behinderten Hirn, dass mir das nicht auffällt, was für eine Rotze, dass mir dahin geschissen wird. Und ich möchte mir das auch gern anschauen und sagen, boah, das ist so richtig geil gewesen, gleich nochmal. Was ich dagegen aber, was? Pass auf. Ich kann ja nicht immer nur da reinpulvern. Weißt du, was sehr zu loben ist? Die beste Spiele-Verfilmung seit keine Ahnung wann? Fallout-Serie. Erste Staffel, super awesome. Am Sonntag habe ich mit der zweiten Staffel angefangen. Ich bin noch nicht weit, weil ich jetzt mehr einschlafe. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Zeichen, aber das ist egal. So meine ich es nicht. Ich glaube, ich bin bei Folge 4 irgendwo, Folge 3, Folge 4. Ich spoilere nicht, keine Sorge. Hätte ich niemals kämen sehen. Niemals.
super nice, super unterhaltsam, super das Universum eingefangen. Die Charaktere mag man, auch wenn man das Fallout-Universum nicht kennt, das kannst du anschauen, es macht Spaß zum Anschauen, es ist brutal, es hat den abtretenden Humor, ja, also alles drin, was drin sein muss. Alles, was ich von Fallout erwarte, ist da berücksichtigt worden. Da hat nicht auf einmal, weiß ich nicht, fällt mir jetzt auch kein Bullshit nicht ein, weil man in dem Universum irgendwie auch keinen Bullshit nicht machen kann. Weil ja jeder Bullshit da reinpasst. Da rennt nicht auf einmal eine pinke, schwule Todeskralle umeinander in einem Rollstuhl. Das ist halt da nicht, oder keine Ahnung. Um ganz ehrlich zu sein, die Fallout-Serie ist bis jetzt richtig stark. Der Nobody schreibt, Arcane ist für mich die beste Animationsserie, Staffel 1 wohlgemerkt, die jemals gemacht worden ist. Und da haben auch Lesbencharaktere drin. Störe ich mich dran? Nö. Warum? Weil das Vi und der Jinx und wie die da alle sind, weil man die Charakterentwicklung von Kleinkind auf bis groß und ich finde Vi sogar ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Ich finde einen Jace cool. Keine Ahnung. Vi ist schon lesbisch, oder? Nicht, dass ich da jetzt was verwechsel, ich glaube schon. Tut die nicht einmal mit der Caitlyn? Ich glaube, wir müssen mir jetzt gescheit täuschen. Völlig wurscht. Wenn der Echo und der Jace und Jinx, wer kämpft auf der Brücke genannt? Der Echo gegen Jinx, glaube ich. Und irgendwann dann der Jace mit seinem, wenn er seinen Hammer hat, Alter, diese Szenen, diese Kampfszenen, ich bin Doc, ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, die haben so gut gemacht. Der Artstyle von Arcane ist so gut gemacht. Das Worldbuilding, wie ich das gehört habe, da kommt eine Serie über LOL, bin ich da gesessen und denke, wir möchten 150 völlig unterschiedliche Helden in ein Universum pressen, das nicht völlig überlohnt und eine absolute Scheiße ist. Dann habe ich die ersten 2 Folgen gesehen und ich bin da gesessen und mir denke, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. What the fuck? Und was habe ich da gehört? Riot arbeitet an einem MMO? Ja, hört damit. Aber sofort. Cyberpunk-Anime war aber auch gut. Ist richtig, der ist auch richtig gut. Ja, der ist auch richtig gut. One Piece auf Netflix ist auch ganz gut. Da schreibst du was Wichtiges hinten dran. Punkt. Bis jetzt. Abwarten. Abwarten. So, und jetzt ist es 1:30. Meine Damen und Herren, jetzt schleichen wir uns. Kruzifix. Das ist ein Thema, da kannte mich 1000 Jahre lang darüber aufregen. Es gibt aber Gott sei Dank auch ein paar gute Sachen. Der Grotzer schreibt, hab mit LOL nix am Hut, aber die Serie habe ich auch gefeiert. Das ist die Kunst dabei. Ja? Jemand, auch wenn du LOL nicht kennst, mach die Serie, schau dir das an, du kannst dir das anschauen, ohne dass du da irgendeinen Charakter kennst. Weil er da in der Geschichte, in der Serie gezeigt wird, wer er ist, warum und weshalb. Und jeden einzelnen Charakter, sogar den Kleinen mit dem ein Heimerdinger, das weißt jetzt du nicht, weil du LOL nicht spielst, sogar den gibt's im Spiel zum Spielen. Steckt kleine lustige Türme auf und ist super nervig. Das Problem ist, wenn was super läuft, wird so lang gezogen, bis einer nur noch Scheiße einfällt. Auf den Punkt. Es wird jedes Franchise so hart gemolken, dass den Tosen scheißt. Zum Kotzen. Was der mal am Freitag? Ja, Green Hell natürlich nicht fertig spielen, das haben wir schon erledigt. Da bauen wir einen riesengroßen Turm in der Community bis um 10 Uhr und schauen wir, wie weit das wir kommen. Das habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir heute damit fertig werden. Da haben so viele Leute letzte Woche geschrieben, da brauchst du mindestens nur 10 Stunden. Ja, stimmt. Am Freitag werden wir Bus bauen. So, jetzt gehen wir ins Bett. Bürin killt mich. Die killt mich. Es ist 1:30, Gottverdammt Irren. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlassen Sie einen Like, das würde mich sehr freuen. Hinterlassen Sie ein Abo. Einen schönen Gruß an alle neuen Mitglieder. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für die ganzen Resubs und Donations. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Wir sehen uns am Freitag und da werden wir einen Turm bauen. Mehr dürfen wir nicht. Mehr tun wir nicht. Da treffen wir uns da in dem Lager, wo wir heute gesehen haben und dann lade ich 3 Leute ein und dann bauen wir da einen Turm ein, holzen wir rundherum alles ab. Freddy, Turm bauen. Und schauen wir, was passiert. Keine Ahnung. So, dann wünsche ich euch was. Schlafen Sie gut. Ich mache da jetzt zu. Warte, wir machen, das ist unser neues Ritual. Achtung, oder was können wir da lustig sagen? Mal? Au! Au!
Ja, auch mal sehen. Verpisst euch. So was glauben wir mit dir. Meinen das nicht Japanerinnen, die sich mit so Steckerl hinten dann so ein Ding reintüdeln? Sitzen sie wieder daheim. Super Weeps. Kommen, wo sie wollen, wann sie wollen. Bis Freitag habe ich die.